salt, their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. My raindrops in the flood, in this emptiness, in the storm. If I falter, if I fall, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? Her voice calls me forth through darkness unknown. My heart with silence burns through solemnness and bone. The edge beyond the shore, this weight of root and rot. I long to reach the other, to find the path we lost. And my raindrops in the flood, in this empty Hallo! Hallo, Mandu! Hallo, Welt da draußen! Hallo! Ja! Ich spiele mal wieder mal Horizon an einen Sonntag. Ich bin froh, dass das schon mal zustande gekommen ist, weil, naja. Ich bin gerade noch ein bisschen damit. Also, ein bisschen nicht viel. Ich habe gerade noch ein bisschen Stück geschlafen, weil irgendwie habe ich ein bisschen viel schlafen müssen für morgen, weil, ja, ich komme ja heute auf die Nacht erst um 10, viel über 10 heim. Das heißt, bis dass ich ins Bett gehe, ist wahrscheinlich 11, bis dass ich ins Bett gehen kann und müde bin. Also vor 11 brauche ich wahrscheinlich auch nicht ins Bett gehen, weil ich nicht schlafen kann. Ja, das ist aber ein Problem. Ja, Handy ruhig. Ich weiß, dass ich live bin, brauchst du mir nicht 5 Mal sagen. Danke. Ja, von dem her, jetzt noch so eine halbe, dreiviertel Stunde. Mau geht. Jetzt sollten wir ein bisschen Horizon spielen, bis um circa 6. Dann muss ich essen, dann muss ich noch umziehen und dann geht's ab in den Tanzkurs. Also es ist sowieso schon wieder Stressigkeit. Irgendwie der ganze Sonntag verplant. Es ist katastrophal. Das Schlimme ist, das nächste Wochenende ist auch schon wieder total verplant mit Anno 1800. Wenn alles funktioniert, so wie es funktionieren sollte. Genauere Infos kommen nächste Woche noch. Ja, Dienstag werden wir wahrscheinlich loslegen mit Anno 1800. Dann klarweise einspielen und dann Season 4 anschauen, sobald wir spielen können. Ja, genau. Gut, aber bevor wir jetzt noch länger reden und Blade schauen, wir können im Spiel auch Blade schauen. Von dem her schalten wir da jetzt mal um. Wir sind nämlich da jetzt in der Wüste. Und heute gibt es definitiv Hauptstory. Aber als erstes, nur dass wir mal ein bisschen wieder reinkommen, jagen wir mal ein paar so Feuerbrüllrücken. Da geht's zwar ganz schön zu, sag ich jetzt einmal. Frost würde viel Schaden verursachen. Oh, die haben für Frost gut. Ist schon mal gut. Da hinten Sand. Auf. Auf in die Kampf. Frostbrüllerrücken. Schwach gegen Feuer. Und unten haben sie Zünder. Okay.
Wenn ich das Geweih abschieße, kann es mich nicht durchbohren. Ach so, die haben Lohe-Behälter. Ja, ja. Das ist jetzt super, gell? Ja, freilich, schon wieder keine Munition mehr, das gibt's ja gar nicht. Hallo, Frostbrollrücken. Aua! Nicht überrennen. Aua! Hallo, ruhig. Hab dich! Jetzt schon keine Munition mehr. Wahnsinn. Okay, dann hätten wir. Ah! Burn, motherfucker, burn. Ich darf halt die Beutel nicht zerstören. Sonst kriege ich nämlich keine Beute nicht. Au, 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 au. Okay, Ruhig. besser. Ist noch nicht Bock. Ja, das kann schon sein. Das macht aber nichts. Oh Gott. So, Chili. Ich brauche Chili und Heilung. Okay, hörst du auf. Boom! Oh, 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 oh. Hoch bin ich wirklich noch nicht so ganz, aber das wird schon noch. Das ist alles nur eine Frage der Technik. Danke, Tati. Au! Oh Gott. Oh Gott, das sind 3? Ah, kein Wunder nicht. Ich habe irgendwie noch keine Waffen nicht gefunden, wie die leicht erledigt, ohne dass ich ihre Panzer, ihre Dinger zerstöre. Das ist irgendwie ein leichtes Problem. Ja, lassen wir es mal so. Können wir später dabei, gell? Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Minuten. Ja, 3 sind bestimmt toll, ja, freilich, aber für mich nicht so toll. So, jetzt gehen wir noch um, da war noch ein Rebellenlager. Ah, gehen wir mit zu der Talana. Talana, wo Das war Messer am denn Lager, sie? das Talana und ich gesucht haben, Dort müsste ist hier der irgendwo Langhals. sein. Ja, da unten ist das. Da gibt's eine neue Quest. Oh. Feuerdornrücken. Hallo. Also, da ist es. Da ist ein Host. Hallo. Bin auch da. Oh, vielleicht aus einem Lager. Das sollte ich mir mal ansehen. Irgendein Wasseranlager? Jetzt. Was wollen die hier draußen? Wie läuft's, Hammerkorb? Der immer schon, warum ist denn so leise? Ich könnte nachher deinen Aber, Rat gebrauchen. ja, halt, wenn du Mario Kart aufnehmen. Ich habe Neuigkeiten für dich. Und da habe ich Musik leiser gemacht, weil Mario Kart ist einfach ein bisschen leiser. Ja, du! Das muss einfach ein bisschen. Diese armen Leute wurden überfallen Lauter sein. und Porgov denkt nur an sein Geschäft. Ignorierst du mich wieder? Ja, ich ignoriere die immer. Du gern. Hallo, die da ausfällt.
Ah, schön. So, Gerüchte anwenden. Wirklich tatkräftig, um ein Lager zu bauen. Die Tenak bekämpfen einander dieser Tage erbittert. Einige von ihnen können Maschinen zähmen. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Sie errichten Außenposten in dieser Gegend. Einige haben sich südwestlich am Rande der Wüste niedergelassen. Sie haben sich sogar im Süden niedergelassen. Da schläft man gleich viel ruhiger. Halte dich einfach von ihnen fern. Genau. Die Rebellen sind ziemlich übel. Ich werde Ausschau halten, wenn ich draußen bin. Oh, da ist er wer? Das wusstest du vermutlich. Das finde ich toll. Hallo. Sorry, das ist ein Mario Kart war eh laut. Ja, deswegen drehe ich so um 70%, oder? 60%, irgendwie sowas. Ich kein Wunder nicht. Das Warten macht mir nichts aus. Ich sehe Hast gerne, du dich wer verlaufen? zu. Stahl und Funke. Wenn du nicht die Nadel im Heuhaufen bist. Wie bitte? Heiliger Hammer. Ich kenne dich. Du bist diese Nora. Haha, die Retterin. Meine Retterin. Genau zur rechten Zeit. Ich bin Porguf Stöbermann, Chefstöberer und Leiter von Porgufs Expeditionen und Lieferant feinster Stöberwaren. Und wovor rette ich dich genau? Tod und Verzweiflung, meine Stahlflammenfreundin. Diese großartige Expedition hier erlitt einen kleinen Rückschlag. Nicht weit von hier ist ein geheimer Tunnel. Ein Durchgang der Alten. Verloren und wiedergefunden. Ich und die Hälfte des Trupps gingen voran. Die andere Hälfte sollte unmittelbar danach kommen. Tage später kam nur ein einziger Mann. Zitternd wie ein Frosch im Eiswasser. Er sagte uns nur, dass Tod und Dunkelheit sie verfolgten, als der Tunnel einstürzte. Er starb mit schreckensweiten Augen. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ein Steinbrecher hat deinen Trupp überfallen und in der Schlucht eingesperrt. Es gab keine Überlebenden. Ein Steinbruch? Könntest du bitte leise reden? Ja? Der Rest des Trupps hat schon Angst. Sie weigern sich weiter zu stöbern, bis sie einen Weg hier herausgefunden haben. Du hast den halben Trupp verloren und sorgst dich um die Grabung. Ihr Opfer muss sich doch auch gelohnt haben, oder? Außerdem, jetzt da du da bist, sind unsere Tage als Gestrandete vielleicht gezählt. Hilf mir, den Tunnel wieder zu öffnen und ich beteilige dich am Gewinn. Wie findest du das? Ich möchte jetzt nichts sagen, aber der Tunnel ist wieder offen. Tja, Porguf, du hast Glück. Der Tunnel ist schon wieder frei. Feuer und Spucke, was du nicht sagst. Hast du vielleicht eine Kassette gefunden, als du dort warst, hä? Meine Mutter hat sie handgeschnitzt. Der zweite Trupp sollte den Rest der Vorräte und Sachen mitbringen, aber so ist das Stöbererleben. Hier ist sie. Licht im Dunkel. Gibt's etwas, das du nicht kannst? Hier, dein versprochener Lohn. Nach Beseitigung der Gefahr lasse ich den Tunnel abstützen und aufräumen. Dann rufe ich einen anderen Trupp und bringe die Expedition richtig in Schwung. Ha! Vorwärts zur Grabung! Die Dünen sehen ruhig aus. Schwarze Zahlen. Was erleben willst. Abgeschlossen. Hier du mich ist wieder? ein nackt Außenposten von Rebellen. Und damit ist das letzte Mal schon gemacht haben, den Steinbrecher. So, ein Nebenquest einfach so mit 0, nix abgeschlossen. So, Talana, jetzt brauche ich noch kurz die Werkbank und dann kümmere ich mich um die. Munitionsherstellung. Ich finde es aber eigentlich schon, dass das da auch nicht relativ schneller geht. Ganze Herstellung. Also Material haben wir momentan mehr als genug, da brauchen wir uns wirklich nicht oben da. Ja. Also bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, was wirklich knapp werden könnte die nächste Zeit. Da geht nichts außer RAM. Da kann man dann die zweite machen, aber ich bin eher so auf der da. Die ist nämlich gut für Stoß und Stoß ist gut.
Feuersturm, Kriegerbogen, Brüllrücken, Beutelgewebe, Pirscher, Tarngenerator, Brüllrücken, Zirkulator. Alles mehr geht, aber ich weiß momentan nicht, was ich mit deinen, was ich von deinen halten soll. Ich bin noch nicht überzeugt davon. Flutschlitzer. Schnappmaul. Das ist der dann, wo wir gar nicht mehr nutzen. Flutschlitzer, Heckflosse. Steinbrecher, Grabeklaue haben wir 2 Stück. Das passt genau für den Bogen. Das war schon mal optimal. Aber ansonsten, das andere schenken wir uns dabei einmal. Kann zwar wirklich, wenn wir die Flutschlitzer hätten und das da kann man aufwerten, bringt halt fast gar nichts. Aber ja, Entschuldigung. Was tun wir sonst damit? Muss man es einfach mal dabei. Talana. Talana, gut, dass du es geschafft hast. Dank des Geheimgangs durch deine Basis. War ein toller Anblick. Ein Geheimgang? Lasst das nicht die anderen hören. Sonst rennen euch eine Menge außer Ram die Türen ein. Und du bist? Das ist Ragut. Er ist Späher der Karawane. Er sagt, Amadis war hier. Er stieß zur Expedition unmittelbar, bevor wir durch den Tunnel gingen. Nach dem Aufschlagen des Lagers brach ich zu Erkundungen auf. Ich bot den Tenakt Friedensgeschenke an, weil wir in ihr Gebiet eingedrungen waren. Amadis wollte, dass ich nach einem Ort namens Fäulnis frage. Was hast du rausgefunden? Nur, dass die Tenakt ihre Gefangenen dorthin bringen. Weit im Westen, in der Nähe von Dornmarsch, der Hauptstadt des Tiefland-Clans. Kurz darauf brach er auf, um es zu suchen. Ganz allein? Ich habe ihn gewarnt, aber er war fest entschlossen. Hat Amadis gesagt, wieso er unterwegs zur Fäulnis ist? Leider nicht. Er war ein Mann weniger Worte. Klingt ganz nach ihm. Meinst du, es ging ihm gut? Mehr oder weniger. Er schien bewegt, als wir erfuhren, dass der Tunnel hinter uns eingestürzt war. Aber das waren eigentlich alle hier. Du bist also der Späher hier. Muss ich etwas über das Gebiet wissen? Wo soll ich anfangen? Unten im Süden versucht ein Osseran-Trio in den Ruinen im Sand zu stöbern. Noch mehr von euch? Das sind die, denen wir hier heraus gefolgt sind. Und dann sind da noch all die anderen, die abgehauen sind, als wir auf dieser Tunnelseite rauskamen. Plünderer, Entdecker, alle Arten mutiger Abenteurer. Wie viele wart ihr denn ursprünglich? Genug, um den Überblick zu verlieren. Vor einer Weile habe ich auch ein paar Rebellen entdeckt. Wie es scheint, patrouillieren sie in der Wüste. Ich habe alles über die Rebellion der Tenakt oben in Brennsperr gehört. Das ist die Hauptstadt des Wüstenclans, im Norden. Klingt, als hättest du die Gegend gut kennengelernt. Ist mein Auftrag. Danke, Ragut. Sehr hilfreich. Ich hoffe, ihr findet ihn. Okay, ich gehe nach Dornmarsch. Triff mich dort. Moment. Was? Um diesen Kerl zu finden, bist du bereit, das Tenakt-Gebiet zu durchqueren. Ohne zu zögern. Na klar, er ist allein im verbotenen Westen. Ich bin besorgt um ihn. Ich glaube, es ist mehr als das. Wir treffen uns bei der Tiefland-Hauptstadt. Aber dann sagst du mir, wer Amadis wirklich ist. Gut, ich tauche unter, nördlich des Dorfs. Wir sehen uns dort. Wenn ich noch einmal Wildschwein eintopf essen muss. Suche Talana nördlich von Dornmarsch. So. Ja. Talana, du wirst mir lang nicht sehen. Da ist der Poseidon, da werden wir heute noch hingehen. So viel ist gewiss. Das können wir ja nicht machen, das heißt, das pausieren wir gleich mal. Bin schon gleich so weit, dass wir in die Richtung gehen. Machen wir den Außenposten damit. Gehen wir damit zu deinem Unterschlupf. Vielleicht noch ein paar Brüllrücken und so. Und ja.
Da wollen wir in Richtung Hauptstory kommen, weil ich weiß ja nicht, wie lange dies dauert. Es kann ja sein, dass das lange dauert, ne? Der Durchbruch. Also Brüllrückengebiet. Das ist ein Panzerschnapper. Panzerschnapper warten eigentlich Ausruhen oder interessant. weitergehen? Mal kurz ausruhen. Also speichern. Vorbereitet sind wir eigentlich. Da ist noch auf der Grünglanz. Das Gute ist halt da, das waren nur Wächter. Dann kann man uns um den Panzerschnapper kümmern. Dann hätten wir da auch noch mehr. Dass die schon so viel aushalten mittlerweile. Das wundert mich ein bisschen. Vor allem sind da noch mehr. Wir sind noch kein Panzerschnapper. Noch nicht. Ui, Tornado oder Windhose, wie man die nennt. Was? Ich? Hallo Panzerschnapper! Das Komisch kann das sein, dass ich keinen Eisschutz nicht hab. Boah! Schildi, du kannst doch nicht so auf mich drauf springen! Wo ist der Hauptrohstoff? Da ist er. Ein Teil ist ab. Oh, look. Schwanzel, du Gottsche weh, du! Oh, nein, das ist so groß, da komme ich nicht mehr davon.
Ich war aber da jetzt nicht schon von der Gesundheit her schlecht, oder? Dass ich da noch einen Panzerschnapper geschafft habe. Ja, Wahnsinn. Ich hatte ihm nix da. Überhaupt nix. Das ist so ein Wahnsinn. Ha, wirft nochmal in einen super Sandsturm, da hätte man das jetzt mit der Zeit sparen können. Na egal. So, das haben wir jetzt alles wieder, das ist das einzig Gute, man verlässt nichts. Nebenquest. Stimmt. Schwarze Zahlen. Rede mit Porgov. Na egal. Okay. Rohstoffe. Was gibt's? Nice. Nix, wie immer. Es ist schwierig, ja, weil eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Laut meinen Berechnungen, weißt du, weil Mumu bei Rechnen, das ist wichtig, darf das eigentlich nicht der Fall sein, dass sie so gnadenlos zerlegt wie von unserem Panzerschnapper. Schwach gegen Feuer und Säure. Das kann vielleicht ein Punkt gewesen sein. Weil mit Säure halt vielleicht ein bisschen kaputt gemacht. Die sind Hauptupgrade-Teile. Und das sind die einsetzbaren Waffen. Weil eigentlich viele Schwachpunkte hat ja der nicht. Unverwundbarer Panzer absorbiert die Energie von gesamten Schaden, um ihren verheerenden Angriff einzusetzen. Zum Entfernen der die Panzerbolzen ablösen. Ah! Die werden ja alle abscheiß. Dann fliegt der Panzer. Ja, also locker easy. Stufe 27, wir sind 29. Da können wir das letzte nicht mehr machen, da auch noch nicht. Ein bisschen was machen, stiller Schlag Heilung. Stiller Schlag Stärkung. Rauchbombenkapazität. Effiziente Reparatur, Maschinenelemente. Geht eigentlich mehr Zeit. Und heute bereits dauerhafte Überbrückung, na. Die ist ja ganz unter. Egal. Haben wir da vielleicht noch was? Resonatorstoß verursacht mehr Schaden. Resonator Schaden. Wuchtangriff. Ja. Den nutzt man eigentlich schon relativ oft. Ich bin mir gerade unschlüssig, ob mich mit dem Panzerschnapper nochmal anlegen soll. Weil sie schauen nicht ohne. Und lieber laufen die da jetzt einfach durch Richtung Lagerfeuer. Da kommt man gar keine Feinde, nicht? Soweit das irgendwie möglich ist. Na, du hast mir nichts gesehen. Na, weit nix. Weil da hinten ist nämlich Las Vegas. Das alte Las Vegas. Da mag ich hin. Bevor wir das heute wieder nicht schaffen, lassen wir den Panzerschnapper noch. Den Panzerschnapper können wir uns später auch noch spielen. Noch ein Rebellenaußenposten. Ich hörte, hier gäbe es einen. Wenn ich den Anführer töte, zieht der Rest sich vielleicht zurück.
Schockmunition wäre hier nützlich. Ach, Aloy. Also ich habe ja allgemein so eine Idee. Unter dem Turm ist eine Maschine eingesperrt. Wenn ich die Lohe davor hochjage, kann ich sie befreien und für Ärger sorgen. Oh, wir haben Reiterpatrouillen. Toll. Also der Hinweis mit der Lohe war schon mal nicht schlecht. Ist nicht nie schlecht. Neue Marschälle werden Hekaru. Aber muss auch nicht gut sein. Das kannst du dir jetzt aussuchen, oder wie? 71 Feuer, 30 Feuer. Also das ist... Es ist halt leider ein Unterschied wie Tag und Nacht. Man kann es nicht anders sagen. Es ist halt auf den Kriegerbogen, der ist zwar gut zum schnell feuern, aber eigentlich schadenstechnisch nicht zum Brauchen. Ehrlich gesagt. Ich hab zwar deine jetzt da fällt nix. Ja. Er zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Was ist denn jetzt die Lohe? So, Verwüster, verrichte deine Dinge. Das ist schon mit gut. So, Kavum! Was ist jetzt eigentlich mit deinem Verwüster da? Oder mit deinem Typi da? Also ich schieße noch gerne auf die und gut sein. Auf geht's zur Markensuche. Was glaubst du, was du hier machst? Ich sehe sie nicht. Gleich hier. Dieser Schuss trifft. Au, 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 au. Die Luft ist rein. Hoffentlich bleibt das auch so. Also gerade im Moment schon. Also ich sage mal so, die Idee hat fast funktioniert. Ich hätte es anders gemacht mit Aloy. Sagen wir es so, ich bin aber fein damit.
Wir haben jetzt nur das eine Problem. Wir sollten den Verwüster noch erledigen. Aber der sollte eigentlich jetzt nicht mehr das große Problem sein. Hat er gesagt und hat er gemacht. Sie werden weiterziehen. Ich muss nur ruhig bleiben. So, jetzt geh her. Hui! Buja! So erlegt man einen Verwüster und einen Haufen Rebellen. Oh, schön, ja. Wahnsinn, 434 Ding da. Marken von gefallenen Soldaten. Ich sollte sie zurück zu Duka bringen. Heilende Bären. 4 Rebellen Außenposten. Ja, noch nicht mehr. Wahnsinn. 61 Steine haben wir schon. Ja, das haben wir immer weiter. Hui. Also da hat noch so Teile gewinnen. Balliste. Oh, der hat jetzt nichts mehr, ist zu spät. Egal. So. Wie schaut es denn auf der Karte aus? Da hat man Behemoth-Herde. In diesem Sandwirbel möchte ich nicht landen. Das muss ich mir jetzt schon fast anschauen. Gott, das sind 2 Verwüster. Ja, Behemoth. Hauptupgrade. Das sind die 3 Teile da. Behemoth Kraftlader. Da hinten ist eine Kettenreaktion mit Eis. Und selber ist er aber schwach gegen Feuer und Schock. Säure. Der ist gegen Schock. Jetzt wenn ich da einen überbrücken kann, von denen 2. Habe ich die schon. Okay, sie mag kein Löschwasser. Nein, die haben allgemein gesperrt. Behemoth? Eigentlich auch nicht. Wo sind die? Kettenreaktion da unten. Kettenreaktion. Plasma. Ich habe heute noch kein Plasma-Ding nicht. Da unten war heute Feuer. Ah, Schock. Aber mit Schock können wir heute nicht so weit. Ich kann die Maschine erst überbrücken, wenn ich in der richtigen Brutstätte war.
Okay. Hat relativ gut funktioniert. Moment, schau mal so ganz ehrlich dazu sagen. Ich brauche zuerst Munition. Heilen. Weil der Behemoth auch noch da ist. Und der allein war jetzt nicht das große Problem. Aber die alle miteinander haben ein Riesenproblem. Nichts Verdächtiges machen. Eins nur den anderen. Da fliegt das Teil. Eisbraut. Wow. Oh Gott, ich hab gezündet nicht mehr dabei. Oh Gott! Jetzt auf 2 Panzerschnapper. Ich weiß ja nicht einmal noch, wo die verwüste Waffe ist. Ja, da ist schon ein Problem. Das Gebiet sollte sicher sein. Zack! Warum kämen denn noch 2 Panzerschnapper? Das ist ja ein Wahnsinn. Wie soll denn ich das schaffen? 2 Verwüste haben schon knackig. Dann der Behemoth dazu.
Okay, ist vielleicht noch gerade machbar, wenn dann noch Panzerstapel dazu kommen, ist selbst mal Kommando. Ja gut, wir haben wieder in der Nähe vom Panzerschnapper-Areal. Gut, jetzt ist die Herde sowieso meilenweit weg. Von dem her, gehen wir Richtung Hauptquest. Versuch war es wert, Versuch ist kläglichst gescheitert. Was heißt, so gescheitert ist er nicht einmal. Ich habe einen Verwüster ausgeschaltet, den anderen Verwüster seine Waffen genommen. So schlecht war jetzt das nicht, aber es... Oh. Mit Eis wollte ich jetzt eigentlich nicht erschießen, aber ist egal. Es war ein guter Versuch, aber es war halt nicht das, was es sein soll. Es ist halt irgendwann zu fein geworden und... Das müssen die Ruinen von Las Vegas sein. Wenn du die dann nicht mehr Poseidon kann nachgehalten nicht weit kannst, ist schwierig. Poseidon ist 300 Meter da in der Richtung und das ist das alte Las Vegas. Wow. Auf Feuerdornrückenareal. Wenn man noch geschwind hier, das deckt man noch mit auf. Ja. Schwierig. Aber mein Gott. Man wächst mit seinen Herausforderungen, sag ich dabei. Man braucht eine Challenge, weil sonst lernt man nichts dazu. Irgendwo, hätte ich jetzt gesagt. So ungefähr. Au. Schaut aus wie eine Glaskuppel. Das ist auf alle Fälle schon ein Lagerfeuer. Mann, du, sie machen das. Nein, ich bin kläglich gescheitert. Aber ich komme damit klar. Da hat noch sehr viele versteckte Orte. Plus 2 Rebellenlager. Plus Steinbrecher. Also plus Brüllrückenherde. Also in dem Gebiet kann man nochmal so einiges an Zeit versenken. Aber eins nach den anderen, jetzt machen wir da nochmal Hauptstory und dann vielleicht clearen wir das Gebiet noch ein wenig. Weil machen müssen wir es ja sowieso, Laut wenn Gaia ich... sollte ich Poseidon hier finden. Aber die Ruinen hier sind der Witterung ausgesetzt. Aber viele sind auch im Sand begraben. Vielleicht liegt Poseidon unter der Erde. Wenn das stimmt, könnte ich einen Weg nach unten durch eine dieser Bauten finden. Genau, das ist nämlich eine Reliktruine. Suche in den Ruinen einen Weg nach unten. Das ist ein blockierter Weg. Das ist schon mal ganz gut, weil die können wir nicht zerstören. Die Metallblumen. Dann hätten wir das Problem schon mal gelöst. Und wir können die Reliktruine dann noch schon mitnehmen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich noch gesagt habe vorher gerade. Ich glaube, wir haben über das Gebiet geredet und wir machen das einfach mal. Beziehungsweise... Diese Ruine ist nicht ganz so verfallen wie andere hier draußen. Mhm. Ob ich drin was Nützliches finden kann? Also schauen wir einfach mal, wie weit muss man halt kommen. Stufe 20 ist das. Aber Hauptpriorität hat Hauptquest. Das andere, ich lasse mich zwar immer sehr gern sehr leicht ablenken, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Ein Relikt. Wie komme ich daran? Wo ist das Relikt da drin? Also da schauen wir nicht. Bebenzahn. Das ist ein Fanti. Eigentlich möchte ich ja Fantis jagen, aber Fantis sind auch so schwierig. Ah, das ist spannend. Entdeckt Feuerglimmer. Wo? Wo ist Feuerglimmer? In der Richtung? Oben vielleicht? Ah, wir haben ja zumindest schon mit drin. Vielleicht ist das der Feuerglimmer drin. Hier ist viel Wasser drin. Ja, da ist er. Eine erfrischende Abwechslung zur Wüstenlandschaft da draußen. Und jetzt weg damit.
brauche ich aber eine Kiste. Sieht aus, als wäre ein Abfluss hinter dem Gitter an der Wand. Da kommt man nur wieder drauf. Okay, da mag ich ja gar nicht hin. Erstens einmal ist da hinter der Grünglanz. Eine Kiste. Da geht's wieder nach unten. Und da ist meine Kiste, die ich da Die hinter Kiste brauche. könnte nützlich sein. Ja, so ist's. Ist da noch ein Krebs? War noch Loot. Kann ich da links kraxeln? Dann brauche ich wahrscheinlich auch die Kiste. Aber jetzt schauen wir mal da hinten. Da oben ist was. Alles klebt. Verdammte Hitze. Ja, das ist normal. Wenn man schwitzig halt, schwitzen tut, dann wird alles kleben. Aber das muss so. Auf alle Fälle muss man irgendwann einmal was einfallen lassen mit die ganze Zeit. Ich hab keinen Taugt mehr, weil wir mir das so versagen. Das ist ja nicht mehr schön, oder? Da. Aus dem kaputten Rohr fließt Wasser. Aha. Das Wasser fließt zu dem Abfluss in der Wand. Sollte das jetzt nicht so sein, oder bewusst verpasst. Die Tür ist zu. Mhm. Man braucht wohl ein Schlüsselmodul. Das ist richtig. Ich glaube, ich weiß auch, wo das ist. Das ist nämlich da hinten oben. Aber wie ich da hinkomme, ist mir aktuell noch fraglich. Auf alle Fälle geht es da hinten auch noch auf, beziehungsweise da ist auch noch was oben. Das heißt, da geht es noch weiter nach oben. Ah, nein, die kann ich runterzwingen. Okay. Du hast aber einen Zug drauf. Ich gleite. Okay, hat mir auch nicht geholfen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dort. Schlüsselmodul. Dass ich da irgendwie mit der Kiste rauf muss. Wo ich befürchte, dass ich mit der Kiste gar nicht da umkomme. Also da komme ich nirgends durch. Ha. Also irgendwas muss ich übersehen. Die Frage ist halt wirklich, wo sie übersehen. Ja, da kann ich nicht durch. Da kann ich aber auch nirgends weiter. Das heißt, irgendwie muss da noch vorn weitergehen. Nur wo? Da ist nirgends was zum Kraxeln.
ich mich nicht um. Da ist ja überhaupt gar nichts. Muss man da irgendwie helfen kann. Und ist das Ornament. Ist ja schon mal gut, dass ich das Ornament sehe. Oder komme ich heute auch nicht um? Also irgendwie verzweifle ich gerade ein bisschen. Dann können wir doch von oben anhängen sein. Nicht gut. Der Zugwerfer nützt mir hier nichts. System zur Überflutungsverbot. Wow. Das war... Der Wasserpegel sinkt. Okay. Das Wasser fließt ab. Geil, das ergibt Sinn. Ein Schlüsselmodul. Schlüsselmodul und das bestimmte Code. Wie oft heißt es, man soll beim Pokern seine Emotionen beherrschen, ein Pokerface aufsetzen, sich im Griff haben und keine Rückschlüsse auf sein Blatt zu lassen? Völlig falsch. Wie dieser makauisches Spielmodul Kenrick Houston in seinem bahnbrechenden neuen Strategiehandbuch Schlage die Smart Poker KI, stell dich dumm beweist. Besiegen Sie Casino KI in 5 unlogischen Schritten, die einfach zu erlernen, aber schwer zu entdecken sind. Gewinnen Sie gegen das Haus, gewinnen Sie gegen das System, machen Sie ein Vermögen. Jetzt für alle Hololeser verfügbar. Für nur 5,99. Na, ganz gelöst haben wir es noch nicht. Aber zumindest haben wir schon mal einen guten Ansatzpunkt. Wie schlimm ist jetzt dies? Da steht nichts vor dem Code. Und das ist ein kleines Problem. Also zumindest sehe ich das als kleines Problem. Okay. Ach so. Bin drin. Braucht den Code nicht. Mal sehen, was ich damit machen kann. Unlogisch? Was meinst du mit unlogisch? Das bei uns ist sehr logisch. Nur hilft mir das dahinter jetzt nicht relativ stark weiter, oder?
Sehr logisch, unlogisch. Okay. Ist doch die Schau zum Kraxeln? Also denke ich mal, muss ich das drum dahinter zwingen. So weit weg. Schiebung! Nix Schiebung, das gehört so. Kann ich das mit der Kiste so fangen, oder? Mit der da auch nicht mehr. Was passiert, wenn ich das Ventil schließe? Okay, dann wird's eine Okay, wieder. Kisten. Ich bring halt die da nicht mehr aus. Also, glaube ich. Also ich kann es mit dem Seilwerfer ausschießen, was ich nicht glaube. Jo, das geht. So, kein Schwimmen mehr nötig. Ich verstehe diese Welt. So kann ich das Ganze machen. So geht's. Dann kann ich die Kisten jetzt dann wieder einschreiben, kann das Wasser laufen lassen, dann gehen wir wieder aufgekriegt und mal erledigt. Das war so einfach. Wenn man bis jetzt hineinschreibt. Musst du machen mit der Brain. Der Brain ist ein guter. Super. Brauche ich da wieder Kissen, weil ich Der kann Wasserpegel sinkt. sonst wieder nicht auf. Ist schon so. Mal da auf. Hallo. So, jetzt. Auf. Ventil öffnen, weil sonst funktioniert es ja nicht. Und dann wieder wo ich schaue. Jetzt habe ich es drauf. Jetzt kann ich das. So, eine mit dir. Dann steigt das mit der Kiste dahinter. Dann gehen wir dahinter kraxeln und schauen wir beim Ornament. Laut meiner Theorie. Ob sie wirklich richtig stehen, sehen Sie, wenn das Licht angeht. Jetzt komme ich weiter. Ja. Ja. Na also, Ich noch eins dieser Relikte. Ich behalte es erstmal. Ich überlege später, was ich damit mache. Und Stufe 30. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wenn man denn dann einmal einen Plan hat. Und funktioniert dann. Da hinten ist ein Flugschreiber beim Babyzahn. Ich hätte aber gerade eigentlich nur gern Lagerfeuer. Rein, so gelöst, richtig.
So macht man das. So, kurz das Areal aufdecken. Feuerbrüll rücken. Lassen wir aber da links liegen. Da hinten ist der Fanti. Das ist noch ein Lagerfeuer. Und Beuteunternehmer. Suche in den Ruinen nach einem Weg unter die Erde. Das machen wir jetzt, weil sonst wird es so spät, dass schon wieder Katastrophe wird. Das, ich sehe schon, das hat schon wieder keinen Tag nicht. Ich darf mich nicht so stark ablenken lassen, weil Hauptstory dauert sowieso wieder 2 Stunden. Wenn es blöd läuft. Und wenn ich da jetzt noch suchen muss auch, dann wird das schwer genug. Alte Kiste. Ist das ein Sonnengleiter oder was war denn das? Ein Grünglanzfragment. Hey, wenn du nicht schon wieder anlegen lassen. Ach so, ja, okay. Geht's ja unter die Erde, oder? Ah, da ist der Weg. Feuer ist hier hilfreich. Frostgrau habe ich. Ja, Fokus war wichtig, ja. Da hast du war. Was meinst du, du Nabelschwein? Den Finger am Abzug. PND D-Sports braucht dich, um die VL Akula-Drohne für die Petrotech NK in den kommenden Kampf um die chilenische Silberparzelle 3001 zu führen. Stelle dich von zu Hause aus auf den HWN Holo-Kanal vor und finde heraus, ob du bereit für echte Remote-Action bist. Wir suchen für unsere August-Staffel 4 Piloten. Registriere dich jetzt. Ja. Deswegen sag ich ja. Es ist so das Ganze, ja. Deswegen werde ich mich jetzt ranhalten an der Hauptstory. Dass wir da weiterkommen. Ich denke, dass wir mir an irgendeinen so einen unbekannten Ort müssen. Das ergab halt irgendwie für mich einen Sinn. Ich weiß zwar noch nicht, was für einen Sinn was ergibt, aber irgendwie kann das durchaus sein. Aber das sind lauter Metallblumen. Wahrscheinlich kann ich das noch gar nicht. Vielleicht kriege ich aber Metallblumen Fähigkeit. Weißt du schon? Das ist auf alle Fälle ein Lagerfeuer. Das ist eine Echse. Im Moment kann ich nichts gegen die Ranken machen. Ja, genau. Da hinten brennt ein Licht. So, Licht am Ende des Tunnels mit den Außenposten. Okay, der ist weit nur weg. Ja, ich hol mich dran. Sonst bin ich verhungert heute. Ah, das wird schon. Es muss ja nicht sein, dass es 2 Stunden dauert. Stabile Balken, stabile Balken. Hauptsache ja 1200 Reinholz. Das ist wichtig. Weißt Ein Auge am Himmel. du weißt ja nie, Muss wann eine man das braucht. Cyclops-Drohne sein. Die Drohne. Wie kriege ich ihre Daten? Wo man ist die Drohne?
Sag mal, da gibt so viel. So viel zum Looten. Du wirst doch belehren. Achso. Gut, Aus dem sagst du. Gebäude fließt Wasser. Ist das Poseidons Werk? Ich schaue mir das an. Könnte durchaus sagen. Das ist ein unbekanntes Lagerfeuer. So, jetzt hat die gesagt, Reinholz braucht man nicht mehr mitnehmen. Also hier mal ausnahmsweise mal auf sie. Wenn sie das so sagt, dass wir kein Reinholz nicht mehr mitnehmen müssen, dann nehmen wir keins mehr mit. Weil es wäre ja dann direkt der Blödsinn, wenn wir noch Reinholz mitnehmen, weil... Was hat man denn dann noch mit Reinholz, wenn wir so viel Reinholz hätten? Und wenn ich noch öfter Reinholz sage, dann... wird schwierig. So. Vielleicht nehmen wir die Drohne noch geschwind mit. Ich lasse mich schon wieder ablenken, ich weiß, aber ich bin einfach leider der Typ dazu. Der, wo sie leicht ablenken lassen kann. Weil Ich muss auf die Drohne springen, um sie runterzuholen. wenn wir schon da haben, kann man ja so eine Drohne mitnehmen, weil wir gehen ja dann wieder zu der Geier mit dem Poseidon. Wenn wir den Poseidon haben, dann wenn ich noch schneller rede, dann ist sowieso vorbei bei mir, weil dann kann ich bald nicht mehr und ja. Oh, schau her, bis jetzt ist ja ein leichter Weg zu der Drohne. Hat er gesagt, ne? Hat er gesagt. Nimm die Drohne. Ist er hier? Ist wieder schon. Hui! Dann lassen wir roten da einmal auf. Natürlich. Ist ja ein altes Gebäude. Alte Burg. Ah, da fährt schon noch weiter. Spring! Hallo! Mein Gott, ich hasse das so. Wieder aufgekraxeln. So, Affe mit dir, neuer Versuch. Na, komm her. Geschafft! Geht doch. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, was da in deinem Turm drin ist. Aber irgendwie... Lass es mir einfach. Hat sie. Jetzt kann ich sie zur Basis zurückbringen. Ich glaube, ist nichts drin. Wie war das? Reinholz haben wir nur? Ja. 5 Module haben wir schon. So, Poseidon. Ich komme, um dich zu jagen. Jemand ist hier gewesen. Turm der Tränen. Quest. Aktiv, Hauptquest passt. Ornamente. Drohnen haben wir wirklich schon Hälfte. Wahnsinn. Das gefällt mir. Bestimmt wieder ein nice Rebellenlager, oder? Na, Sammelobjekt. Überwachungsdrohne, die Stillsande. Untersuche die überflutete Ruine.
Ah. Warum sind die da? Haben wir Stoß Bolzenschießer? Bolzenschießer sind mächtige Waffen, die schnell Salven von Geschossen abfeuern können. Halte R2 gedrückt, um die Waffe für einen konzentrierten, akkuraten Schuss aufzuladen. Bolzenschießer müssen manuell nachgeladen werden. Aufgrund seiner Größe sind einige Ausweichmanöver langsamer. Okay. So, da muss ich irgendwo aufgekraxeln können, oder? Macht man so oder so. Ausrüstung. Boah, nicht. Ja, man, die muss auf sprengen. Ich hatte sie fast. Ich war so nah dran. Am Ertrinken vielleicht. Nicht an den Glimmern. Morland, es ist vorbei. Nein, nicht für mich. Dann wirst du sterben. Allein. Denn wir bleiben nicht hier, um die Leiche herauszufischen. Wir sind fertig. So stand das Schicksal des Visionärs auf Messers Schneide. Würde er das Leben wählen oder dem tödlichen Wahn unterliegen? Hallo. Also, eine alte Stadt unterm Sand, aber überflutet. Plötzlich taucht eine Nora Speerjungfer auf. Ja, schon gut. Also, ihr seid schon mal keine normalen Stöberer. So viel steht fest. Was ist das? Ich nenne es Tauchblase. Das ist Modell 1. Modell 2 war besser, ist aber stecken geblieben. Der Luftkanal blieb hängen. Du bist getaucht. Damit. Ja, ein Laie versteht wohl kaum was. Das ist ziemlich schlau. Oh, tut mir leid. Nur zur Erinnerung. Du warst eingeklemmt und wärst fast ertrunken. Es müsste natürlich tragbar sein. Ein Maschinenknie vielleicht? Man braucht einen Filter. Eine synthetische Membran reicht. Mit einem Schlauch zu einer Druckluftkapsel. Druckluftkapsel. Hammer und Zahn. Was ist das? Was passiert hier gerade? Komm hier rüber. Sie ist eine Fremde. Wie heißt du? Aloy. Morland. Sie ist keine Fremde mehr. Verdammter Idiot. Na los, ich hab noch die Originalskizzen hier. Oh, warte. Vorher habe ich ein paar Fragen. In Ordnung. Partner? Partner? Ignoriere es. Was da unten ist so wichtig, dass du dein Leben riskierst? Also... Morland, Beute interessiert mich nicht, okay? Was du da unten findest, gehört dir. Na gut. Was, wenn ich dir sage, dass wir nach den spektakulärsten Schätzen tauchen, die es jemals gab? Ich würde sagen, raus damit. Du bist direkt. Gefällt mir. Sieh her. Ein Glimmer. Sieht eher wie Schrott aus. Ja, jetzt schon. Aber mit dem richtigen Funken malen diese herrlichen Erzeugnisse der Alten faszinierende Bilder in die Luft. Und die Ruinen unten sind voll davon. Ein unbeschreiblicher Augenschmaus. Genau wie Opa es versprochen hat. Und diese Glimmer projizieren Bilder? Gemälde aus Licht. Ganz unglaublich. Dieser hier
zeigte mir die schönste Frau, die ich je sah. Sie lud alle zu einem Buffet mit Hummer und köstlichem Fleisch. Ich habe es als Kind hunderte Male in der Werkstatt meines Opas angesehen. Was ist damit passiert? Mit der Zeit erlöschen sie. Ich weinte, als es bei diesem passierte. Aber unten gibt es viele mehr. Wenn du dort bist, wirst du es sehen, so wie ich und mein Opa vor mir. Was genau ist da unten passiert? Eine unvergleichliche Stöberaktion. Eine Chance, in Opas Fußstapfen zu treten. Unter diesem Gebäude liegt ein Hohlraum, eine Kuppel, komplett vor Sand geschützt. Wir bauten diesen Aufzug für einen leichten Zugang. Ziemlich komplexes Ding, war gar nicht so leicht zu... Ja, nochmal. Was ist passiert? Ganz unten sahen wir die Schätze, die mein Opa zuerst entdeckt hatte. Alle Arten gemalter Bilder in der Luft. Tanzende Frauen, Spiele und Münzen und Verheißungen auf Jackpots. Was auch immer das ist, ist bestimmt was Gutes. Aber dann lief etwas schief. Alle Bilder wurden nautisch. Wellen durchzogen sie, sogar Fische. Wie ein seltsamer Unterwassertraum. Poseidons Traum. Ja. Tja. Plötzlich war ein fürchterliches Rauschen zu hören und dann explodierte das Wasser aus dem Boden. Das Wasser schoss einfach aus dem Boden und flutete alles? Eine tosende Flut, einfach unglaublich. Wir rannten zum Aufzug und waren gerade oben, als die Welle unter uns zusammenschlug. Ich wollte nicht aufgeben und baute die Tauchblasen, Modell 1 und 2. Bin mit beiden getaucht und jedes Mal beinahe ertrunken. Aberdamt ist außer sich. Hält mich für verrückt. Aber ich kann nicht aufgeben. Nicht jetzt. Die Glimmer sind in greifbarer Nähe. Vielleicht kann ich helfen. Ja. Vielleicht. Wie tief ist es? Kann ich runterschwimmen? Wenn du Kiemen hast. Man könnte 50 Fässer im Schacht stapeln. Für Osseram sind Fässer die passende Maßeinheit. Es ist die Tiefe von Wasser, also passt es. Wie dem auch sei, es ist zu tief zum Luftanhalten. Daher unsere Erfindung. Dann hole ich mal diese Teile. Im Modell 2 befindet sich eine intakte Druckluftkapsel, aber wie gesagt, es steckt im Schacht fest. Wenn du von dort lebend hochkommen konntest, kann ich runterschwimmen. Okay. Für die anderen Teile könnte sich eine Herde eignen, die Stemmo südlich von hier gesichtet hat. In Ordnung. Gut. Komm zurück, wenn du alles hast. Gute Jagd. Gerne doch. Kleine Entdecktauchermaske. Was brauchen wir denn da dazu? Vielleicht haben wir sie ja sogar schon dabei. Also ein Knie von irgendeiner Maschine. Nein, wir haben gar nichts. Aber egal. Ein Beutel-Upgrade? Ein Hoppelschweinhaut. Ah, ja, ist eh klar, den haben wir doch noch gar nicht. Pelikan-Gabelbein, ja. Jetzt wird's aber lustig. Munitionsherstellung. Stellen wir da noch geschwind her. Holen wir wieder alles auf. Weil ich denke, wir müssen jetzt jagen. Dann brauchen wir ja schließlich ein Maschinenknie. Also ich muss ja sagen, vom Vorgänger, die Bolzenschießer, die waren noch nie so mein Ding. Aber, mein Gott. Beschaffe die Druckluftkapsel. Oh, da geht's wirklich weiter oben.
Das stimmt allerdings. Das ist wirklich ein bisschen tief. Ich habe die Druckluftkapsel. Ich dachte, wir würden diesen Ich Ort brauche endlich nur hinter alle uns lassen. Maschinenteile. Tja, zum Glück ist Aloy. Ah, du hast Material für mich. Vermutlich an die 50 Gäste. Da brauchen wir 3 Dutzend Fässer. Schwarzbier vielleicht. Nein, nein, für ihn Plünderersaft. Planst du etwa ein Fest? Ich rechne Morlands Beerdigung durch. Dank dir. Ich war so nah dran. Wir wollten weg. Weg von all diesem Unsinn. Und dann kommst du mit deinem verrückten Vorschlag. Es wird funktionieren. Kommt mir bekannt vor. Ich bin jederzeit bereit, So, Geschäfte ich zu mag machen. nur handeln mit dir. Labern können wir anders, mir du gefällst mir nicht. Die Leute, wo ich nicht mag, will ich nicht handeln. War Plasma dabei. Aber ist halt absolut nicht für mich gemacht. Gefällt mir auch nicht. Spulen. Frostspule. Nehmen wir definitiv mit. Nahkampf Folgeangriff Eger nein. Können wir noch Frostspule kaufen? Okay. Ziehgeschwindigkeit. Erhöht die Zieh- und oder Aufladegeschwindigkeit einer Waffe. War für einen Dingsbogen nicht schlecht. Bauteil Abriss plus 15. Nehmen wir auch noch mit. Werkzeuge, Rohstoffe. Oh. Okay. Waffe haben wir die da reingekriegt, gell? Spulen. So, Rohstoffe können wir eigentlich ein paar verkaufen. So was du zum Beispiel. Die Uhren können wir verkaufen, die anderen Sachen behalten wir uns. Die Sachen können wir verkaufen, den Zahn traue ich ihm auch nicht. Metalldüngerschrott. Boah, 1500 bringt das. Das ist schon ein bisschen wahnsinnig. Hätte ich jetzt gesagt. Wir haben übrigens schon relativ viel Material, möchte ich jetzt nur mal so nebenbei sagen. Also das ist jetzt gar nicht einmal so ohne. Ich lass dich in Ruhe. Sei so nett. Und lass uns alle in Ruhe. Ja, sowieso. So, der mag man gar nichts sehen. Sagen? Laut Morland müsste die Herde südlich von hier sein. Ja, gut gelootet. Begib dich zur Maschinenherde. Dünenhöhle. Ja, gehen wir damit nach unten. Schauen wir damit. Alle mit Juri. Ah, das ist wieder nur Drohne. Drohne belastet mich aktuell gerade gar nicht, weil die Hammer, das ist nur weil die Laser oder wie auch immer man das nennt, die Scanner, das könnten da Sonnenflügel oder irgendwie sowas sein. Oder Grauhabicht. So, hier sollte laut Morland die Herde sein. Sie müssten weitergezogen sein. Ich muss ihnen folgen. Ich sollte nach Spuren suchen. Da. Die Spuren sollten mich zur Herde führen. Mhm. Ah, da gehen sie.
Okay, einmal in den Kreis rumlaufen, das ist immer gut. Bin gespannt, was das für Viecher sind. Unbekannter Unterschlupf. Da ist die Herde. Dort sollte ich die benötigten Teile kriegen. Mhm. Gut, zack! Mehr Maschinen? Um die sollte ich mich zuerst kümmern. Aua! Du bist schon auf Rostgrau, hab ich, oder? Das ist meine Chance. Okay, alle erledigt. So, wo ist die Herde hin? Das weiß ich gerade nicht. Aber immerhin haben wir Kanistergräber und so erledigt. Und eine Gräberklanghülse, wo wir schon 7 Stück haben. Hallo Twitch. Hallo mein Du. Rebellenlager. Das ist aber gar nicht gut, dieses Rebellenlager. Möchte jetzt eigentlich nicht. So, dann haben wir einen Kehrstein. Dann schauen wir mal, das waren nämlich, glaube ich, wie nennt man die wieder? Sprungschläger und Brüllrücken. Unbekannte Brüllrückenherde, genau das meine ich. Die, wo Mord hat, die müssen wir jagen. Die ist nicht mehr weit weg von uns. Das ist aber auf der anderen Seite gut, weil Brüllrücken braucht man sowieso. Und wenn es nur einer ist, glaube ich, wären wir am her. Anscheinend ist die Herde zwischen diesen Sandposen gefangen. Das bringt mir einen Vorteil. Frost richtet hier nicht viel aus. Feuer. Energiezelle ist ein Hauptupgrade-Rohstoff. Und allgemein ist er schwach gegen Löschwasser. Wow, das ist eine Windhose. Der hat aber einen Säurekanister hinten. Ruhig, da hinten ist ein Steinbrecher-Areal, du möchtest jetzt nicht unbedingt. Wie? Hallo, hier ist du auf mir noch zum Gehen.
Hallo! Ich hab gesagt, das ist dafür mir noch zum Gehen. Adoptieren? Adoptieren kann ich es, ja. Adoptieren kann ich es bestimmt. Sollen wir dieses Tier adoptieren? Aber du müsstest mir erst anschleichen. Hallo, kannst du mich Sucher aufhören? Ich möchte gern speichern. Ja, kann's nicht los. Anscheinend ist die Herde zwischen diesen Sandhosen gefangen. Das bringt mir einen Vorteil. Ja, ich möchte kurz speichern. Mein Gott. Okay. Dann speichert man heute nicht. Jetzt bin ich Lust. Ja, Stuaf. So nicht, mein Freund. Hello, my friend. Locke easy, muss nur den ersten Beutel da machen. Eine synthetische Membran. Ich sollte mir die anderen ansehen. Vielleicht hat einer ein Maschinenknie für mich. Bestimmt. Ein Maschinenknie. Gut. Ich sollte jetzt alle Teile haben, um das Ding zu bauen. Dann mal zurück zu Morland. Au! Eine Sprungschläger-Waffenspule. So. Locker ist ja ausgegangen, oder? Was wollen wir mehr? Und wieder zurück. Und Sprungschläger, glaube ich, hat zwar noch nicht gelootet.
Oh, das ist mir jetzt auch egal. Ein Vorrat schadet nie. Richtig. Ein Vorrat schadet bestimmt nicht. So, da hinten ist wieder Chinatown-Hütte. Schaut wirklich übrigens so aus. Genau. Aber wenn ich nicht wisse, dass das Las Vegas ist, wisst ihr nicht, dass das Las Vegas sein soll. So muss wie es ist. Ha, da war sogar ein Leute drauf gewesen. Wahnsinn. So, speichern wir noch kurz. Und dann geben wir mal die Sachen, beziehungsweise stellen wir unser Tauchgerät her. Wie kann ich dir helfen, Partner? Ich habe alles Nötige für den Bau der... Der unglaublichen Tauchermaske. Ich glaube, Tauchermaske sollte reichen. Streiten wir nicht. Die Werkbank gehört dir. Okay, dann stellen wir es her. Hallo? Ah. Erstellen. Muss man noch kurz auffüllen, weil ich weiß ja nicht, was in der Story-Mission passiert. Kann sein, dass gar nichts passiert. Dass vielleicht Äther wirklich die grausamste war. Für den Anfang. Keine Ahnung. Mal schauen. Auf alle Fälle haben wir jetzt Tauchermaske in Anzünder und einen Zugwerfer. Und das letzte, glaube ich, ist für Metallblumen. Meine Güte. Ein Wunderwerk. Wenn sie funktioniert, darf ich auch? Ich will nach unten und diese Glimmer holen. Falls ich nicht ertrinke. Und was genau suchst du eigentlich da unten? Ist schwer zu erklären. Etwas, das einen Fehler im Kontrollapparat der alten Stadt verursacht hat, was zur Überflutung führte. Oh, ich dachte, wir waren der Grund. Hätten eine Falle ausgelöst. Ich weiß nicht, wie wir entdeckt wurden. Wie gesagt, die tanzenden Lichter veränderten sich zu Meeresleben. Dann kam ein roter Blitz. Das Donnern einströmenden Wassers. Moment, ein roter Blitz? Ein rotes Licht aus der Nähe des Gitters am Boden, wo das Wasser durchschoss, wie ein Signalfeuer. Oder eine Warnung. Danke, das könnte helfen. Das hoffe ich. Viel Glück da unten. Okay. Mal sehen, ob das Ding funktioniert. So, aber bevor wir mit tauchen, muss ich jetzt einmal ein kurzes Päuschen einlegen, muss nämlich mal schiffen, gell? Und ja, bis gleich. Ich dachte, wir würden diesen Ort endlich hinter uns lassen. Tja, zum Glück ist Aloy aufgetaucht. Abwarten. Je länger sie in der Wüste verweilten, desto mürrischer wurde der Scherbenzähler. Wir finden einen Weg zu den Glimmern, da bin ich mir sicher. Optimismus. Eine tolle Sache, bis man eine Maschine in den Rachen stolpert. Pessimismus rettet vielleicht deine Haut, aber niemals deine Stimmung. Wieder einmal hatte der Scherbenzähler den Krieg der Worte verloren. Kaum ein Zahnrad, Demur. Die Wüstenluft ließ sich den Wortschmied nach einem Schluck Hauptquellbier sehnen. Ausnahmsweise stimme ich dir zu.
wie es da unten wohl ist. Eine Stadt umhüllt von Wasser. Umhüllt. Wohl eher begraben. In sehr seltenen Momenten stieß der Scherbenzähler auf einen wahrhaft poetischen Ausdruck. Was könnte zu dieser Flut geführt haben? Es war, als hätten die begrabenen Ruinen eine Seele. Eine, die keine Eindringlinge duldet. Mal sehen. 31 plus 4 Was zählst du da drüben? plus 13. Ausgaben. Ich dachte, wie viele Jahre dich schon keiner mehr angelächelt hat. Ja, im Moment wirkt es wie eine miese Saison. Aber eines Tages führen wir darüber eine Show auf. Ja, eine Tragödie. Wir sind erst im 2. Akt, Abaddon. Hoffentlich gibt es einen 3. Es war sicher nicht einfach, aber ich bin froh, dass ihr beide zu mir gehalten habt. Der Scherbenzähler blickte nach unten und bereute es, seinen Kameraden fast zurückgelassen zu haben. Hey, du wolltest doch mit mir kommen. Kannst du dir diese Stadt vor 1000 Jahren vorstellen? Diesen Palast, die Glimmer, das Spektakel? Ich wette, die Leute kamen dafür von weit und breit. Wer kommt auf den Irrsinn, so einen Ort mitten in der Wüste zu errichten? Einer der Glimmer dort unten sprach von einer Tanzrevue nur mit Männern. Was das wohl war? Im Anrecht gab's sowas jedenfalls noch nie. Das steht fest. Ich kenne viele Männer, die gut tanzen können. Trommelt sie zusammen. Das bringt sicher Scherben. Ich dachte, wir würden diesen Ort endlich hinter uns lassen. Tja, zum Glück ist Aloy aufgetaucht. Abwarten. Je länger sie in der Wüste verweilten, desto mürrischer wurde der Scherbenzähler. Gut. Wir haben unser Tauchgerät. Können wir jetzt unendlich tauchen? Ist das geil. Das ist doch was. Ich kann hier unten tatsächlich atmen. Und reden. Gott, ist diese Ding. Wie soll ich denn sagen? Die Tauchermaske scheint dicht zu sein. So tief bin ich noch nie zuvor getaucht. Mhm. Korallen. Wo es begann. Neuer Datenpunkt. 1 Uhr 30 Minuten. 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 1
Genau hier fing es an. Vor über 30 Jahren, als dieses Casino noch das Tempo genannt wurde. Eine große Wette wendete mein Schicksal. Aber jetzt hat das Schicksal seine grausamste Seite gezeigt. Allen. Ich muss die Lichter ausschalten. Ein letztes Mal. Und die Wasser meiner Wahlheimat werden versiegen. Tja, ein Traum muss sterben. Wenigstens kann ich mich noch verabschieden. Stanley Chen. Was hat er hier gemacht? Jumbo Ein Blick zurück. Las Vegas, 4. Mai 2060. Diese Woche ist es 20 Jahre her, dass Stanley Chen eines der ehrgeizigsten Bauprojekte der amerikanischen Geschichte anpackte, trotz der abgelehnten Haltung vieler Amerikaner. Als er seinen Spaten in den ausgedörrten Boden stieß, scherzte der CEO darüber, wie Ressentiment gegen die politischen Einfluss Chinas Vegas in eine kochende Brutstätte nationaler Stimmung verwandelt hätten. Sein immenses Reichtum dieses aber abkühlten und sich die Amerikaner schließlich für seine Idee eines neuen Las Vegas erwärmten. Wir hätten damals gedacht, dass er zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten der Rückführungsära werden würde, aber Stanley Chen war schon immer jemand, der alle Wahrscheinlichkeiten trotzte, wortwörtlich. Im Jahre 2035, während eines Treffens mit potenziellen Investoren im alten Tempo Hotel, musste Chen entsetzt mit ansehen, wie sein Wasserfiltrierungs-Startup vor seinen Augen unterging. Er hatte zu spät bemerkt, dass seine ehemalige zuverlässige Anwalt entscheidende Patentinformationen an die Konkurrenz verkauft hatte. Die nachfolgenden Kettenreaktionen von geplatzten Geschäften brachten ihm schwere Verluste ein und letztendlich blieb ihm nur noch $88 auf sein Konto. 88.000. Das wäre schon eine Menge. Am Boden zerstört beschloss Chen, seine Zukunft dem Schicksal zu überlassen. Er ging ins Casino und setzte die ganzen $88.000 beim Roulette auf die 8. Sie kamen. Der Gewinn dieser 37:1 Wette betrug beinahe 3,2 Millionen. Genug, um seine Träume von einem echten Unternehmen wieder aufleben zu lassen. Er machte sich wieder an die Arbeit, voller Dankbarkeit für seine zweite Chance. 5 Jahre später war nicht Chen in Not, sondern Vegas selbst. Die Heißzone-Krise hatte den Tourismus zum Erliegen gebracht, immer weiter steigende Temperaturen hatte das Land völlig ausgedörrt. Wasser, das überall dringend gebraucht wurde, war für den Import zu teuer geworden. Die Stadt aufzugeben schien die einzige Option zu sein. Die Stadt der Lichter wurde für immer dunkel werden. Aber Stanley Chen konnte das nicht zulassen. In 5 unglaublich erfolgreichen Jahren hat er aus den $3,2 Millionen 200 Milliarden gemacht. Durch den Verkauf von Wasserfiltrierungstechnologie, die Daten beschädigt. Das war mehr Casino. Das finde ich toll. Du gehst jetzt bestimmt in Zuckerraum. Seefahrtslichter. Bestimmt Poseidons Werk. Maybe. Du bist ein Drache. Nur, wo bist du, Poseidon? Nicht du auf. Definitiv nicht auf. Auf alle Fälle ist du Auto. Da könnte es rausgehen. Poseidon ist irgendwo hier unten. Ich muss sein Versteck finden. Wow! Wow! Eine Chance, unter Wasser gegen sie anzukommen. Ein Flutschlitzer! Oh Gott! Eine große und mächtige Beschaffungsmaschine, die Sediment nach Rohstoffen filtert, egal ob sie an Land oder im Wasser ist. Sie nutzt Löschwasser für ihre vernichtende Angriffe.
Was ist der Hauptupgrade? Flosse wieder mehr. Okay. Hat ein paar kleine Schwachstellen. Plasma und Schock. Das ist alles abnehmbar. Das ist zum Verstärkung rufen. Das ist für Kettenreaktion von Frost. Sprengstoff. Okay. Schwach gegen Frost und Schock. Sein. Der Ort ist riesig. Und alles ist unter einer Kuppel. Aha. Kein Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Das kommt in meinen Vorrat. Das muss das rote Licht sein, das Morland sah, als das Wasser kam. Mhm. Also ich muss ja gerade ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst wegen deinem Flutschlitzer. Das heißt, wir gehen jetzt da mal in das zu deinem roten Licht. Holoprojektor untersuchen. Schaut aus wie Grünglanz. Okay, das kann ich nicht aufsammeln. Finde Poseidon. Poseidon ist irgendwo da hinten. Okay, dein Flutschlitzer sollte vielleicht ein bisschen ausweichen. Aber es schaut schon ein bisschen süß aus. Das ist ein kleines Ja, Fisch. auf der anderen Seite. Die Koordinaten zu Poseidon führen dorthin. Von der Maschine unbemerkt dorthin komme. Ich sollte das rote Licht untersuchen, das ich zuvor sah. Wenn das eine Warnung war, ist es vielleicht wirklich ein Alarmsystem. Untersuche das rote Licht. Die war ja gerade da. Waren ja nur. Warnung. Kritische Überflutung erkannt. Automatische Ablaufsteuerung offline. Um ein Notfallablassen auszuführen, müssen die Primär- und Sekundärpumpen manuell zurückgesetzt werden. Das Ablassen kann in der Pumpenwartungsstation ausgelöst werden. Wenn ich das ganze Wasser ablasse, kann ich diese große Maschine auf trockenem Boden bekämpfen. Mhm. Anscheinend muss ich zuerst ein paar Pumpenknoten zurücksetzen. Der Karte nach sollte südlich von hier ein Zugriffspunkt für den ersten Knoten sein. Okidoki. So, anscheinend da hinten. Also es Da schaut ist der schon Zugriffspunkt. Sollte mich zum Pumpenknoten führen. furchtbar schön aus. Muss ich schon sagen. Mehr Maschinen hier unten. Ich muss in Deckung um sie herum schwimmen. Gräber? Es muss hier unten ein ganzes Netzwerk dieser Tunnel geben. Wasserleitungen für eine ganze Stadt. Mhm. Was? Ah, Heilenden. Heilpflanzen haben wir bald 500 auf Vorrat, also brauchen wir die eigentlich nicht mehr sammeln.
Ich komme von hier nicht an den Vorsprung. Vielleicht kann ich irgendwie rausklettern. Mhm. Nur wo? So vielleicht? Da hinten vielleicht? Ah, da ist ein Leiter. Aber Leiter klettern. Das ist ein Feuerglimmer. Och, man merkt da die Kisten. Vielleicht kommen da auch von außen rein. Oder was auch immer. Oder man findet einfach nur Loot. Aber auf jeden Fall nehmen wir das mit. So, Ventil öffnen. So, ein Knoten weniger. Ich schwimme besser hoch und finde den Zugriffspunkt für den zweiten Knoten. Mhm. Also das Tauchen macht jetzt echt Spaß, weil man nicht mehr aufschauen muss, wann man ertrinkt. Der Karte nach sollte der Knoten auf der anderen Seite der Kuppel sein. Hallo, Schnappmaul. Gegen diese Maschine einsetzen. Was ist jetzt da so besonders dran? Oh. So, ein Schnappmaul habe ich noch nicht gehabt. Das ist Hauptbeute, Schnappmaulbeutelgewebe. Hat Löschwasser versteckt und ansonsten eigentlich nichts. Schwach gegen Feuer und Schock. Wir hatten mal das Schnappmaul haben wir schon gehabt, aber das ist doch kein Schnappmaul, nicht, oder? Noch ein Zugriffspunkt. Sollte mich zum zweiten Knoten bringen. Da müssen wir Schnappmäuler und so erledigen. Da bin ich ja gespannt. Dafür. Da ist wahrscheinlich nichts mehr, oder? Nee. Okelidokli. Okay, gleiches Problem, gleiche Lösung, ja. Aber wie können wir... Ja gut, ganz werden wir so Ich werde das wahrscheinlich... unterwegs abschütteln. Werden wir so wahrscheinlich nicht ablassen. Schalt einfach den zweiten Knoten ab. Kein Wasser mehr für die Brunnen, keine Shows mehr. Es hat sie ohnehin niemand gewürdigt. Ich werde nie die große Neueröffnung der Stadt vergessen. Die Brunnen waren seit Jahren trocken. Niemand hat erwartet, dass sie wieder laufen. Als die erste Fontäne in der Kuppel zu sehen war, und dazu die Musik, feierte mein Herz mit. Diese Stadt hat mir mal meine zweite Chance gegeben. Jetzt hatte sie auch eine. Kuppel, das Wasser. Er war für alles verantwortlich. Das stimmt allerdings, ja. So, der Feuerglimmer war sowieso wichtig. Okay, ich habe mich um beide Knoten gekümmert. Jetzt muss ich nur das Notfallablassen in der Wartungsstation auslösen. So, Wartungsstation, wo bist jetzt du wieder? Der Karte nach sollte die Wartungsstation am südlichen Ende der Kuppel sein. Das ist der Wächter, also der Gräber. Und da ist noch ein Schnappmaul. Die weiß, dass ich hier unten bin. Okay, schwimm, Aloy, schwimm.
Anscheinend ist dieses Gebäude zum Teil eingestürzt. Da komme ich vielleicht rein. Okay, mal sehen, wohin das führt. Grünglanz. So. Ich glaube, ich bin jetzt in der Wartungsstation. Ich glaube Eine allerdings. Ja. Konsole für das Notfallablassen finden. Ah, aufstehen. Die Pause verdichtet. Deckung. Kann ja nichts dafür. So, da ist noch ein bisschen Loot. Ich hab schon Angst vor dem Kampf, der wo da unten auf uns wartet. Es ist definitiv nicht ohne. Schnappmaul, Gräber und Flutschlitzer. Das kann böse ausgehen. So, da oben ist noch eine Bunkertür. Da ist nichts mehr. Sieht vielversprechend aus. Hier drin sollte eine Konsole sein. Mhm. Und vielleicht ein bisschen Waffe. Hallo. Hey Leute, was tust du denn? So. Dann lege ich mal trocken. Geschafft! Jetzt kann ich mich um die Maschine kümmern, die die Tür am anderen Ende der Kuppel bewacht. Und sobald ich an der vorbei bin, komme ich zu dem, was mich auf der anderen Seite der Tür erwartet. Poseidon. Das Ablasten hat wohl nicht alles Wasser entfernt. Na, ist sie nicht. Aber voll. Systemabschaltung fast erledigt. Jetzt muss ich in der Schaltstelle nur noch alles abschalten. Das war's dann wohl. Ein letzter Gang über den Strip. Und dann gehen die Lichter aus. Zumindest sehe ich nicht, wie es zerstört wird. Die Odyssee ist sicher schon auf dem Weg zum Sirius, wenn der Schwarm hier ist. Doch wird meine letzte Erinnerung an diesen Ort leer sein. Eine Stadt, die bereits tot war. Stanley Chen war einer von ihnen. Ein Zenith. Aber er hat so viel für diesen Ort getan. Er klingt nicht wie die anderen. Stimmt allerdings. Las Vegas Zeitlinie. Gott. Kostlautung. Schöne Welt, wie immer. Horizon hat es einfach irgendwie drauf. Und vor allem noch so realistisch, muss ich ja irgendwo sagen. Die haben da irgendwo eine Kuppel drüber gebaut, weil es einfach temperaturentechnisch zu extrem geworden ist. Kein Feuer. Das markieren wir uns einmal. Da war Löschwasser, das markieren wir uns Das einmal. Ablassen hat diese Maschinen zurückgelassen. Ich kann mich ranschleichen und mir zuerst die große vornehmen. Löschwasser kann ich sowieso nichts machen, gell? Hallo.
Oh, lecco mio amore. Hallo? No, Gräber! Oh, den har jeg et styberseng. Oh, keine Munition. Das war jetzt schlecht, gell? Schnappmaul, Schnappmaul, Schnappmaul. Bleibt bestehen, wenn getötet. Enthält Rohstoffe, wenn intakt. Auf der Maschine lassen. Ja. Dann ist jetzt egal, dann gehen wir jetzt reinballern. Hätte man ja eigentlich denken können bei so einem Beutelgewebe. Oh nein. So, wo haben wir denn die ganzen Gräber? Das ist der andere. So, dann geht's jetzt zum Flutschlitzer, oder wie? Neue Maschine, die wo wir definitiv noch nicht gejagt haben. Okay. Poseidon ist dort entlang. Aber wo ist die Maschine? Aloy! Welch ein Wunder! Oh. Ich sag mir, die hat sich versteckt. Komm schon. Hey, warst du das? Hast du das Wasser gesehen? Ja, aber es gibt ein neues Problem. Das Ding ist uns im Weg. Ja, es wird schwierig werden, so an die Glimmer zu kommen. Als die rauflustigen Abenteurer die Bestie sahen, wussten sie, was zu tun war. Was? Bist du verrückt? Sei still. Sie hat uns gerettet. Also gut. Bleibt hier und feuert, wenn ich angreife. Auf Position. Auf zu den Überhang. Möchte nichts sagen. Schaut, wie immer, saugefährlich aus. Wird zerstört, wenn getötet. Ich sollte mit Frostmunition schießen. Stimmt allerdings. Au!
Gut, zack. Ich möchte nur deinen Schwanz haben. Wie immer. Der Schmerz. Ja, das kostet aber jetzt 2022 schreiben. Das passt auch. Da hätte ich es auch schon gesagt. Ein Zack. Okay, wenn es nicht anders geht. Und am Boden. Das ist nicht ein Scheiß ernst. Ich hab jetzt echt in dein scheiß Ding drin packt. Aloy! Du hast es geschafft! Wow! Na los, meine Herren, etwas Bewegung. So, viel Spaß mit dem Teil. Ich habe keine Heilung mehr. Irgendwann brauche ich die. Also recht viel darf nicht mehr kommen. Geht es euch gut? Mehr als nur gut. Du
Wir haben's geschafft! All die Glimmer, die wir uns nur wünschen konnten. Und das alles dank dir. Wirklich rührend. Aber wir können uns einfach, also, schnappen, wofür wir hier sind und abhauen, bevor noch mehr von den Dingern auftauchen. Hey, hey, Scherbenzähler. Man wird sich wohl noch freuen dürfen. Aber wir sollten wohl unsere Freundin mit dem Feuerhaar gehen lassen. Sie hat hier unten noch was zu erledigen, nicht wahr? Oh, stimmt ja. Brauchst du Hilfe? Ab hier komme ich alleine klar. In Ordnung. Wir bringen ein paar Glimmer nach oben. Ruf, wenn du uns brauchst. Danke. Na, das passt schon. So, finde Poseidon. Poseidon sollte irgendwo hinter dieser Tür sein. Zeit, ihn nach Hause zu bringen. Immerhin haben wir schon mal einen Blutschlitzer erlegt. Und ich muss aber noch ehrlich sagen, so schön wie es Tauchen auch ist, am Boden fühle ich mich noch immer sicherer, beziehungsweise wohler. So wie es aktuell gerade ist. Okay. Poseidon sollte sich in einer Art Prozessor verstecken. Ich brauche eine Konsole, um Zugriff zu erhalten. Ich kann es nicht. Ich kann diesen Ort nicht aufgeben. Ich lasse alles auf Standby. Das System kann Jahrzehnte laufen, vielleicht sogar Jahrhunderte. Es ist mehr als unwahrscheinlich. Doch vielleicht wird eines Tages jemand diesen Ort wiederfinden. Und sein Licht und seine Wunder bestaunen. Seinen Reichtum und grenzenlose Möglichkeiten entdecken. Ihn zu seinem eigenen Traum machen. Letztendlich, wenn diese Stadt mir eine zweite Chance geben, wenn Wasser in einer Wüste fließen kann, ist alles möglich. Er hatte recht. Es ist alles möglich. Wieder gehackt. Im Klimaanlagencode versteckt. Also muss sich jemand über ein Thermostat-Interface eingefügt haben. Eigentlich ziemlich witzig. Kennst du diese Holo-Werbung für die Höhlenmänner-Revue in Wodka? Naja, ihre Lendenschürze sind verschwunden. Das lief fast eine Stunde, bevor wir es abgeschaltet haben. Aber Spaß beiseite. Das darf nicht nochmal passieren. Ich habe die Umwelt- und Holosysteme geprüft. Sie scheinen in Ordnung zu sein. Sieh dir in deiner Schicht doch mal den Wasser- und Filtrierungscode an. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren kann, wenn dieses System beschädigt wird. Das wäre viel schlimmer als ein paar nackte Neandertaler auf dem Strip. Recht hat recht. So, einmal looten. Eine alte Uhr. Und gib her, Poseidon. Ich will dich nach Hause bringen, Poseidon. Zu Gaia. Mutter, ja. Im Wasser. Führen Sie ihr zurück. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Poseidon Unterfunktion wieder her. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia. So, ein weiterer. Neustart eingeleitet. Durch das Wegnehmen von Poseidon wurde wohl das Energiesystem neu gestartet. Aha. Morland und seine Crew sind bestimmt wieder oben. Mit allen Glimmern, die sie tragen können, wette ich. Casino. Wow. Wow. Es ist einfach wunderbar. Schön dies.
Las Vegas. Jetzt muss es nicht gebaut haben. Wahnsinn. Wieso ist sie unter einer riesigen Kuppel? Ah, da ist der Ausgang. Oh gut, schaut auch ein bisschen so aus. Da hinten eine? Müssen wir da rauf? Ah. Wow. Sano Casino. Wahnsinn. Okay, das haben wir jetzt da herum. Aufzugsschacht? Was? Ah, da war eine Leiter gewesen, aber ja, Aloy und Leitern, das ist nicht so unser Ding. Hey! Wo haben wir hier gekommen? Jetzt haben wir wieder da unten. Ein Aufzug. Morland muss ihn vor der Überflutung gebaut haben. Geht vielleicht noch. Mit Wäre Sicherheit. schön, nicht klettern zu müssen. Sicher geht er schon her? Wie unterm Ohr. Oh ja, Entschuldigung. Und habe es doch noch geschafft, die Story abzuschließen. Was? Schaut so seltsam mittlerweile aus. Wir hätten jetzt einen Flutschlitzer Dings die Bums die da. Können wir jetzt halt schon ein Waffen-Upgrade machen für unseren Bogen? Wie denn da? Marshall Jägerbogen? Ja, gehen wir. Mehr Schaden. Perfekt. Ein neuer Spulenplatz. Jetzt braucht man Sturmvogel, Sturmkanone. Dann braucht man Donnerkiefer, Steinbrecher, Sturmvogel, Donnerkiefer, Bebenzahn. Also, das wird noch lustig. Den können wir auch verbessern. Wie gesagt, ich war noch nicht so der Freund davon. Schnappmaulbeutelgewebe, ja, okay, das habe ich verkackt. Aber ich kann noch Munition herstellen. Weil da haben wir eigentlich mehr als genug, dann brauche ich nicht dabei meine Vorräte plündern. Die müssen wir übrigens noch auffüllen. Bei unserem Vorrat. Gut, neu. Passt. Was immer sie getan Was ist da draußen? Alle Kategorien auffüllen. So. Ganze Stadt zum Laufen gebracht. Ist das? Die Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Sein Traum war erfüllt und das Erbe seines Opas gesichert. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern, zu Tränen gerührt. Als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Vielen Dank, Aloy. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Und jetzt muss ich weiter. Oh. Komm gerne wieder, wenn du kannst. Ich habe mit diesem Ort Großes vor. Ich dachte, du wolltest mit den Glimmern im Anrecht Shows veranstalten. Oh, nein. Das hier ist die Show.
Kannst du dir das vorstellen? Dass Leute von überall herkommen, um sich das anzuschauen? Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Und natürlich verschiedene Unterhaltungsangebote. Vergiss nicht, die Glücksspiele. Da stecken jede Menge Scherben drin. Ein neuer Traum, was? Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Lebt wohl, meine Herren. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Und das dank dir. Wenn Morland und seine Crew bleiben, sollte ich vielleicht später wieder vorbeischauen. Jetzt muss ich Poseidon zu Gaia zurückbringen. Aber ich sollte mich zuerst in diesen Ruinen umsehen, bevor ich zurückkehre. Mit meiner neuen Tauchermaske kann ich so tief runter, wie ich will. Wie zu den tiefen Wasserstellen, die ich entdeckt habe. Ist das nicht wunderschön? Wir haben mal Las Vegas wieder zum Leben erweckt. Ich finde das so toll. Gut, auf der Karte sieht man es zwar überhaupt nicht. Oh, das ist wurscht. Ja, wir kommen jetzt schon in so versunkene Höhlen und so weiter und so fort. Aber versunkene Barriere und so weiter. Trankbeutel. Apropos. Rohstoffbeutel. Krabbenpanzer. Okay, die werden wir wahrscheinlich erst noch. Was war das letzte? Da. Demeter. Kriegen. Gut, dann speichern wir nochmal. Und porten uns zurück zur Basis. Dann gehen wir Gaia unseren Poseidon-Kern zurück. Und dann müsste eigentlich das Wasserproblem auch gelöst sein. Weil Poseidon ja für Wasser zuständig war. Und Wasser ist ja irgendwo die Grundlage von allem. Also von alles. Wenn es kein Wasser nicht gibt, gibt es gar nichts. Bin schon wieder müde. Komisch, dass ich da oben vor der Ding rauskomme. Na egal. Aljopa. Nicht so schlimm, weil du ist Basis. Hallo, Aloy. Die Alten haben mit ihren Fokussen anscheinend alle Arten von Nachrichten verschickt. In die ganze Welt. Wann immer sie wollten. Aloy, du bist zurück. Wie läuft es denn hier so? Ich versuche immer noch Beta zum Reden zu bringen. Es geht sehr langsam voran. Geht es dir gut? Diese Klonsache ist schwierig. Selbst für dich. Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Das ist gut. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Schön, dass du dich mit so gut verstehst. Wir lernen sehr viel. Ich habe die Daten durchsucht, um Ideen für ein Geschenk zu finden. Als Dank für die Hilfe beim Studium der Glyphen. Etwas aus der alten Welt, das sie noch nie gesehen hat. Stattdessen erfuhr ich, dass sie sich ausgestopfte Tiere schenkten. Ein totes Tier mit irgendwas auszustopfen. Egal mit was, klingt für meine Ohren alles andere als schön. Vielleicht hilft Gaia dir, was anderes zu finden. Wie kommt ihr mit Beta klar?
Ich habe versucht, Eren zu erklären, was ein Klon ist. Er hat gar nichts kapiert. Dann sagte so etwas von 2 Bäumen, die aus einem Samen wachsen. Das schien ihm zu helfen. Offenbar haben sich alle eingewöhnt. So plant alle möglichen Pflanzen hierher zu bringen. Sie meint, ein Heim sollte stets mit neuem Leben erfüllt sein. Hab Eren gebeten, ein paar zu suchen. Er würde lieber gegen ein Schnappmaul kämpfen. Trotzdem, keine schlechte Idee. Könnte diesen Ort etwas beleben. Ich sollte zurück in die Wildnis. Ich behalte Beta im Auge, damit es ihr gut geht. Okay. Okidoki. Hallo, Eren. So. Die Überwachungsmodule. Hallo, so. Du bist zurück. Wie ist es möglich, dass ein Stamm wie die Utaru den Frieden mit Kriegern wie den Tenakt halten kann? Wir halten sie fern. Wenn unsere Felder in reicher Blüte standen, waren die Tenakt neidisch. Doch die Schüsseln boten Schutz und Anhöhen, um Eindringlinge abzuwehren. Selbst die Tenakt sahen ein, Frieden zu halten. Die Utaru versprachen, sie jedes Jahr mit Nahrung aus unserer Ernte zu versorgen. Im Ausgleich stellten die Tenakt einen ihrer Veteranen ab, um die Utaru im Kampf auszubilden. Einige Jahre nach der Störung wurde das wieder aufgegeben. Aber es gibt noch Veteranen in den Ebenen. Ich habe sie schon getroffen. Ich wollte dich fragen, was ist zwischen dir und dem Chor los? Ihr scheint euch nicht gut zu verstehen. Das passiert, wenn man die einzige Utaru ist, die sich ihnen öffentlich widersetzt. Zweimal. Als die Karja in die Utaru-Ebenen einfielen, griffen sie nicht allein unsere Dörfer an. Sie verbrannten unsere Felder, versklavten unser Volk und töteten die, die für die Reise nach Meridian zu schwach waren. Um im Sonnenring geopfert zu werden. Ich half damals den Heilern, als Flüchtlingsscharen nach Reinklang kamen. Der Chor war uneins, wie man reagieren sollte. Einige wollten zu den Waffen greifen. Andere glaubten, die Schüsseln würden uns schützen, wie sie es schon oft getan hatten. Während sie stritten, vergrub ich die Samen der Gefallenen. Es war sicher hart, dein Volk leiden zu sehen, während die Karja in euer Land eindrangen. Ich komme aus einem kleinen Dorf bei Reinklang. Meine Großmutter sagte immer, dass dort jeder Samen wachsen würde. Ich zog zu den Schüsseln, als ich Heilerin werden wollte. Als die roten Raubzüge kamen, wollte ich zurückkehren. Aber es kamen viele Verletzte nach Reinklang. Also habe ich es immer verschoben. Eines Tages wachte ich auf und erfuhr, dass Karja nachts mein Dorf überfallen hatten. Wir eilten hin, um den Überlebenden zu helfen, aber es gab keine. Der Gestank brennenden Fleisches verfolgt mich seither. Es tut mir leid so. Ich trat direkt nach unserer Rückkehr vor den Chor und verlangte, dass wir uns gegen die Eindringlinge wehren sollten. Sie lehnten ab. Also brach ich alleine auf. Du gingst allein los, um die Karja zu bekämpfen? Ja. Nur, dass ich nicht die Einzige war. Meine Meinungsverschiedenheit mit dem Chor hatte sich rumgesprochen. Nach kurzer Zeit kamen mehr als ein Dutzend Utaru-Krieger, um mir in den Kampf zu folgen. Wir konnten die Karja-Armeen nicht frontal angreifen. Aber dafür kannten wir das Land besser als sie. Wir lauerten kleinen Überfallkommandos auf, störten ihre Versorgung und griffen nachts die Lager an. Klingt nach einer ernstzunehmenden Gefahr. Zumindest bemerkten uns die Tenakt. Als die Clans die Karja nach Osten drängten, durften wir uns ihnen anschließen. Wir konnten den Feind bis nach Fahrlicht jagen. Du warst also bei Fahrlicht, als die Tenakt die Karja besiegten? Tenakt-Marschälle erkletterten nachts die Klippen im Schrecken und griffen von der anderen Seite an. Die Tore wurden schnell geöffnet und die Armeen der Clans strömten hinein.
Was dann passierte, will ich am liebsten vergessen. Als der Staub sich legte, roch ich ihn wieder. Den Gestank verbrannten Fleisches. Unser Feind war besiegt. Der Rest meines Trupps kehrte in die Utaro-Ebenen zurück. Ich ging nach Reinklang zurück. Doch selbst nach vielen Ernten fühlte ich mich immer noch nicht angekommen. Bist du deshalb Grabessängerin geworden? Ich dachte, das Leid anderer zu lindern, würde mein eigenes heilen. Und dann kamst du und gabst mir die Wahl. Entweder ich singe an Gräbern oder kämpfe, damit Menschen am Leben bleiben. Ich bin froh über deine Wahl. Ich muss jetzt gehen. Mögest du finden, was du suchst. Ja, nur zu Geier. Über einen wichtigen Termin, ich hab da so ein Meeting. Apropos, etwas verkehrt. Da mal ist das, ja. Wo ist Kotallo hin? Wo sind nicht? Vielleicht ist er auf der Jagd? Pflughornhorn. Ja gut, Pflughörner. Werden wir so schnell nicht hin. Würdest du auch, wenn du alles wüsstest, was es zu wissen gibt? Alles. Sie kann auch eine Maschinenarmee losschicken. Okay, da ist zu. Hallo Beta. Oh. Hey, ich schon wieder. Gibt es noch etwas? Warst du überhaupt schon jemals da oben? Nicht wirklich. Baal kommt manchmal runter zum Reden. Er fragt immer, ob es mir gut geht. Ich dachte, er wollte sich nach meiner Produktivität erkundigen. Aber er scheint wirklich mit mir reden zu wollen. Ja, das denke ich auch. Hast du mit sonst jemand in der Basis geredet? Ich spreche mit Gaia. Sie erkundigt sich, wie es mir geht und befragt mich zu verschiedenen Themen. Hätte ich von einer KI nicht erwartet. Das ist alles Elizabeths Verdienst. Sie glaubte, Gaia müsste sich kümmern. Nicht bloß ihren Programmbefehlen folgen. Ich weiß. Unabhängige emotionale Prozesse ermöglichten der früheren Gaia-Version schließlich dich zu erschaffen. Ja, ich denke schon. Und, hast du deine Fachkenntnisse nutzen können? Ich denke schon. Gaia hat viele Daten über Hephaestus zur Untersuchung übertragen. Und, hast du was erfahren? Er hat anscheinend seinen Code modifiziert und seine Größe und Komplexität immer mehr erhöht. Es gibt noch viel zu analysieren. Okay, gut. Dann bleib dran. Das reicht erstmal. Gut. Ich bin mir noch aber nicht sicher, ob die wirklich so voll Mensch ist. Aber es kommt mir viel über Maschinen. Aber nein. Jetzt gehen wir wirklich zu der Gaia. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt wird es wirklich mal Zeit. Hallo Gaia. Willkommen zurück, Aloy. Hallo. Wie ich sehe, hast du auch Poseidon. Ja. Woher kriegst du ein paar Überwachungsdrohnen? Die Drohne ist wieder verbunden. Gute Wahl. Wieder was erledigt. Gut, Gaia, du kriegst Poseidon. Endlich. Zeit wird's.
Aloy, kannst du mal runterkommen? Beta hat etwas, das du hören musst. Okay. Ich komme. Aloy, es ist mir gelungen, weitere Räume in der Anlage zu öffnen. Okay. Hey Gaia, ich wieder. Willkommen zurück, Aloy. Wo machen wir weiter? Du hast gesagt, dass die Superstürmer abgenommen haben. Ist das die Arbeit von Aether? Ja. Dank der Fähigkeiten von Aether sollte die Wetterlage in der Umgebung erst einmal stabilisiert werden können. Sehr beruhigend. Es wäre schön, wenn ich mich nicht mehr durch Stürme kämpfen müsste. Ich werde die Atmosphäre weiter stabilisieren, solange es mir möglich ist. Wieso hat sich Aether in einem antiken Kriegsmuseum niedergelassen? Wie die anderen Unterfunktionen musste sich Aether auf einem Prozessor mit adäquatem Speicher und Leistung installieren. Der im Museum scheint ausgereicht zu haben, da die holographischen Displays immer noch aktiv waren. Also war Aether sicher, so lange bleiben zu können wie nötig. Korrekt. Obwohl es seltsam ist, dass Aether einen Ort inmitten von uralten Flugzeugwracks wählte. Vielleicht fühlte es sich heimisch an. Konntest du Poseidon einsetzen? Ja. Viele Flüsse, Ströme und Seen im regionalen Einzugsgebiet konnten entgiftet werden. Dadurch haben die Wachstumsraten der Rotalgen deutlich abgenommen. Meinen Daten zufolge scheint es jedoch in Küstennähe weiterhin ein sehr starkes Vorkommen von Rotalgen zu geben. Vielleicht sehe ich mir das einmal an. Also hat sich Poseidon die letzten 20 Jahre in Las Vegas versteckt. Den Daten zufolge verfügt die Stadt wohl über ein modernes Wasserrückgewinnungssystem. Ist er deshalb dahin gegangen? Wahrscheinlich. Um sich selbst zu schützen, suchte Poseidon einen sicheren Hafen mit Zugriff auf Wasserversorgungsfunktionen. Dort, umhüllt von einer schützenden Kuppel, konnte er sich gegen alle Bedrohungen verteidigen. Wie 3 Ossaram-Schausteller. Ich schätze, das war nicht das erste Mal, dass er Eindringlinge abwehren musste. Was weißt du alles über Demeter? Demeter sät, düngt und pflegt das Pflanzenleben. Und sobald ich Demeter zurückbringe, wird die Plage dort draußen besser werden? Zur dauerhaften Wiederherstellung sind Hephaestus Fähigkeiten nötig. Doch kann ich vielleicht die regionalen Bedingungen für eine Weile verbessern. Aber sei gewarnt. Wie bei Aether und Poseidon war Demeters Antwort auf meine Frage sehr ungewöhnlich. Allein und verängstigt kann Demeter Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Okay, ich werde aufpassen. Die fehlenden Unterfunktionen. Was weißt du alles über sie? Artemis hat zahlreiche Tierarten in die Fauna reintegriert. Elupia war es, die eine neue Generation von Menschen er war die 3 erfüllt. Brauchst du sie? Ihre und damit meine allgemeine Leistung. Da wir leider wissen, ist es wohl Am besten, aber dafür brauchen wir Hephaestus und... Korrekt. Gaia? Wie war Elisabeth so? Ihre Präsenz ist durchwoben von meinen Erinnerungen. In dem Moment, als ich online ging, war sie da. Wir haben uns kennengelernt, begrüßt und unsere Arbeit begonnen. Das war die erste Konversation von vielen. Ich mochte ihre Gesellschaft. Ich mochte ihre Geschichten. Sie war meine Schöpferin. Mein Kompass. Deine Freundin. Ja.
Als ich die Daten auf deinem Fokus durchsah, betrübte mich ihr Schicksal. Ich bin froh, dass sie es heimgeschafft hat. Ich wünschte nur, sie hätte nicht allein sein müssen. Es war für sie in Ordnung. Sie hat alles gegeben. Nur sie konnte das. Danke, Gaia. Also, Projekt Zero Dawn. Die größten Geister der Welt arbeiteten am Bau des Terraforming-Systems, während die Pharaoh-Plage den Planeten verschlang. Wie sah das aus? Das Personal arbeitete in Schichten, rund um die Uhr. Rohstoffe und Technologie aus der ganzen Welt wurden beschafft. Einen Monat nach Konzeption des Projekts wurde ich gestartet und begann meine Ausbildung. Elizabeth ermutigte mich, Zeit mit dem Rest des Zero Dawn-Personals zu verbringen. Sie sagte, es sei wichtig, viele Persönlichkeiten und Perspektiven kennenzulernen, um meine emotionale Entwicklung zu fördern. Wie waren Sie denn? Verängstigt, hoffnungsvoll, entschlossen. Sie rasten auf technische Errungenschaften zu, die alles bisherige in den Schatten stellen sollten. Ich verdanke alles ihrer Entschlossenheit. Also diese Anlage, die regionale Schaltstelle. Sie sollte das Terraforming-System überwachen? Für die lokale Region? Ja. Hätten die Menschen ihre Ausbildung von der Apollo-Datenbank erhalten, wären sie hierher geleitet worden, um die Operationen fortzusetzen. Da das niemals geschah, blieb dieser Ort ungenutzt. Bis Minerva sich hier niederließ. Also diente dieser Raum wohl der Beobachtung? Ja, es könnte, wenn du weit... Ich halte danach aus. Also diente dieser Raum wohl der Beobachtung der Außenbedingungen? Ja. Von hier aus beobachteten die Betreiber der Anlage Wetter- und Maschinenaktivität in Echtzeit. Es könnte möglich sein, mehr Funktionen dieses Raums zu reparieren, wenn du weitere Kameras findest und wieder anschließt. Ich halte danach Ausschau. Das Hades-Testlabor, wo ich den Gaia-Kern fand, war es mal eine Pharaoh-Forschungsanlage? Ja. Vor der Inbesitznahme durch Zero Dawn diente die Anlage der Entwicklung und Testung hochmoderner Computerviren. Es war anscheinend eine von vielen Forschungsinitiativen von Pharaoh Automated Solutions. Automatisierte Tötungsmaschinen reichten wohl nicht. Ted wollte auch Viren, um sie zu infizieren. Vor einiger Zeit, vor der Schlacht bei Meridian, ging ich ins Banuk-Gebiet. Ich entdeckte dort noch eine KI, ohne Verbindung zu Zero Dawn. Cyan. Sie sollte Operationen für ein Vulkanstabilisierungsprojekt kontrollieren und verbrachte die letzten 1000 Jahre in Isolation. Ich schätze, du wusstest nichts davon? Nein. Den Daten auf deinem Fokus zufolge war Cyan offenbar von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Versuch ihrer Schöpfer, sie vor der Pharaoh-Plage zu schützen. Könnte sie uns jetzt vielleicht helfen? Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, ohne jeden Erfolg. Angesichts ihrer Erfahrung mit der Annahme von Netzwerkanfragen von außerhalb, ist sie wohl nicht gewillt, dies erneut zu tun. Klar, denn beim letzten Mal hatte Festus sie versklavt. Tja, echt schade. Ich glaube, ihr zwei hättet eine Menge zu bereden. Auf dem Bollwerk war ein antiker Panzer begraben, unter einem Haufen Felsbrocken. Wie ist er dorthin gekommen? Während der Pharaoh-Plage griff das US-Militär wieder auf menschliche Soldaten zurück, da Maschinen unzuverlässig waren. Möglicherweise war das Fahrzeug Teil einer präautomatisierten Kriegsflotte. Sie kämpften in dem Tal gegen die Pharaoh-Maschinen, bis der Berg gesprengt wurde und sie alle begrub. Als ich unten in Vegas war, fand ich Daten über den Mann, der die Kuppel über der Stadt erbaut hat. Stanley Chen.
Er war wohl ein Mitglied von Far Zenith. Aber wenn er Vegas so geliebt hat, wieso gab er es auf? Wieso hat er es nicht gerettet? Die Zeniths haben sich als außerordentliche Überlebenskünstler bewiesen. Angesichts ihrer fast sicheren Auslöschung entschlossen sie sich zur Flucht. Und doch, was er erreicht hat. Wasser in der Wüste, eine ganze Stadt wieder zum Leben erweckt. 1000 Jahre später war der Ort immer noch in Bereitschaft und wartete, dass jemand vorbeikäme, um ihn aufzuwecken. In der Anlage, wo wir Beta fanden, gab es Aufzeichnungen darüber, dass Far Zenith die Embryogenese erforscht hat. Ich weiß, dass sie ihre Ektogenese-Kammern an Zero Dawn verkauft haben. Aber wieso haben sie überhaupt daran geforscht? Derzeit können wir nur mutmaßen. Vielleicht planten sie irgendwann die Odyssee als Kolonieschiff und brauchten eine derartige Technologie. Wie ihre Ziele änderten sich mit der Zeit auch ihre Forschungsgebiete. Sie wurden angesichts des steigenden Risikos auf der Erde selbstsüchtiger. Wie geht es Kotallo? Ich habe erkannt, dass der Verlust seines Arms ihn noch immer schmerzt. In dem Versuch, dies zu lindern, habe ich eine mögliche Lösung mit ihm diskutiert. Ich glaube, er wird dich über die Details informieren wollen. Eine Lösung? Dann gehe ich später zu ihm, wenn ich kann. Und wie läuft es hier so? Zoe hat die Morphologie ihrer Landgötter studiert, um ihre Krankheit zu verstehen. Ohne die Fähigkeiten von Hephaestus bin ich leider nicht in der Lage, ihre Programmierung zu korrigieren. Jedoch haben wir dank Zoes Beharrlichkeit vielleicht eine Lösung. Ja, sie hat mich informiert. Klingt vielversprechend. Varl und Zoe scheinen gern Zeit gemeinsam zu verbringen. Das stimmt. Beim Studium der Alte-Welt-Daten entdeckte Zoe Referenzen zu einem Lebensstil, der Vegetarismus genannt wurde. Ihr gefielen die Ähnlichkeiten zu den Bräuchen der Utaru und sie ermutigte Varl, diesen Lebensstil auszuprobieren. Und wie war das? Sie stimmen überein, anderer Meinung zu sein. Und wie kommt Erend klar? Er gewöhnt sich zunehmend an den Gebrauch des Fokus. Nach anfänglichen Problemen. Was ist passiert? Bei dem Versuch, seinen ersten Fokus an seiner Schläfe zu fixieren, hat er ihn leider zerstört. Neben einer Reihe von Osseram-Flüchen warf er dem Fokus ebenfalls vor, Zierat zu sein. Er hat wiederholt versichert, dass dies nicht wieder vorkommen wird. Naja, gut, dass wir genug Ersatz haben, schätze ich. Es sind gerade einige Leute hier und sie lernen. Alles über dich, die alte Welt. Fast wie das, was passieren sollte, bevor Apollo gelöscht wurde. Ja. Der Verlust der Apollo-Datenbank war zwar katastrophal, aber es kann noch viel aus den Daten, die du entdeckt hast, gewonnen werden. Zum Beispiel hat Varl die letzten Aufzeichnungen jener durchgesehen, die während der Pharaoh-Plage ihr Leben verloren haben. Von ihren Hoffnungen und Ängsten zu hören, erfüllte ihn mit Trauer. Sollte ich mir um irgendwas Sorgen machen? Ich denke nicht. Ich habe beschlossen, nicht einzuschreiten, damit er alles ganz allein verarbeiten kann. Also, ich schätze, Beta wird hier bleiben. Ich gab ihr einen Fokus. Hab ihr gesagt, sie soll dich fragen, ob sie helfen kann. Sie ist nicht, was ich erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Ich weiß nicht. Wohl jemanden, der hilfreicher sein würde. Und weniger pessimistisch. Es stimmt, sie hat unseren Fortschritt überschätzt. Aber man muss auch feststellen, dass ihr Vertrauen in deine Fähigkeiten sie zur Flucht von den Zeniths ermutigt hat. Vermutlich. Gib ihr Zeit. Vielleicht fügt sie sich noch ein. Ich muss los. Wir sehen uns. Bis dann. So, haben wir wieder einiges gelernt.
Also im Endeffekt wird es immer komplizierter, die ganze Geschichte, sage ich jetzt einfach einmal. Aber ich sag so, wir kriegen immer wieder neue Türen dazu mittlerweile. Hier hat sich wohl jemand eingerichtet. Wie ich sehe, hast du Vars und Sos Zimmer gefunden, Aloy. Ich glaube, sie wollten ein Privatquartier. Ja, gerne Verstehe. doch. Ich rede, ist Liebeshöhle. Ja, Mike hat dazu. Oh, vorher. Erst aufgeführt. Hologramme. Gaia, sagtest du nicht, die Daten hier seien verloren? Ich konnte aber die Vorrichtung so umfunktionieren, dass sie Daten speichert, die du auf Reisen gesammelt hast. Ein Shuttle. Wie das, was ich bei Far Zeniths Startanlage hochgejagt habe. Mhm. Bal wirkte ziemlich an Raumfahrt interessiert. Er wollte wohl ein Andenken. Hier ist so viel Tool. So, was haben wir da? Arendt und Kotallo haben ihre Sachen hier abgestellt. Mhm. Hinten müssen wir noch brechen. Das ist wahrscheinlich der Kotallo. Oh, da hat Bord. Da ist Bord. Hallo? Anscheinend funktionieren einige Hologramme jetzt. Ich habe die Displays umfunktioniert, um Regalas Aktivitäten in der Region zu verfolgen. Eine nützliche Kriegskarte. Mhm. Hallo? Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, aber eine Frage. Die Frau, die Val und Arendt gebracht haben, ist sie mit dir verwandt? Das ist schwer zu erklären. Sie ist eher eine Kopie. Gut. Wenn sie dir ähnlich ist, ist sie eine Verstärkung. Vielleicht. Du sagtest, du hast mit dem Fokus trainiert? Das stimmt. Ich habe mir Hologramme deines ersten Kampfs mit den Zenith-Phantomen angesehen. Sie sind schneller und wendiger als alle Maschinen, denen ich je begegnet bin. Wie viele haben die Zenith? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich viele. Denen möchte ich nicht in Massen begegnen. Da bin ich deiner Meinung. Äther aus dem Hain zu locken war ein ziemliches Spektakel. Eins, das dem ganzen Stamm gezeigt hat, dass Hekaros Friedensmission der richtige Weg ist. Denn jetzt ist sie durch die 10 selbst gesegnet. Hast du mit dem Fokus noch was anderes betrachtet? Gaia hat mir das Wissen gezeigt, das du in der Wüste entdeckt hast. Ich bin kein Kaplan, aber ich würde gerne testen, ob etwas vom Gelesenen wahr ist. Was denn? Die Alten glaubten, man könnte das große Wasser selbst mitten in der Wüste hören, wenn man die Schale eines Wasserlebewesens mit sich führt. Sie nannten sie Muscheln. Das klingt irgendwie seltsam. Meine Freundin Talana war wohl in der Basis. Konntest du sie kennenlernen? Nur kurz. Wie tapfer, sich mit ihrer Karja-Rüstung in Tenakt-Gebiet zu wagen. Sie hat Glück, wenn mein Volk sie nicht bei Sichtkontakt erschießt. Sie wird aufpassen. Sie sucht jemanden, der ihre Hilfe benötigen könnte. Derjenige sollte es wert sein, für ihn zu sterben. Hast du schon mit Val sprechen können? Nur kurz. Er hat bei Fahrlicht gut gegen Regalas Truppen gekämpft. Sind alle Nora so geschickt wie ihr beide? Ich bin nicht wirklich eine von ihnen. Aber ja, die Nora können sich verteidigen. Sie haben die Karja aus ihren Ländereien vertrieben. Ich dachte, mein Stamm wäre der Einzige, der das geschafft hat. Beachtlich. Ich muss gehen. Na dann geh schon. Ja, zum Schluss wird's storylastig. Vor allem, da wir halt Hauptstory gemacht haben von dem her. Oh. Hallo, Arendt. Hey, du bist zurück.
Ich muss jetzt weiter. Ich mag nicht Wir sehen uns Streitspiele. später. Aber kann jetzt rein theoretisch spielen. So, jetzt war ich da drin. Die Tür ist jetzt offen. Ein Haufen Ausrüstung. Gaia? Wozu war das gut? Dieser Raum diente zur Verwaltung der riesigen Saatgutbanken der Anlage. Von hier hat das Schaltstellenpersonal neue Fruchtfolgen auf den Farmlanden überwacht, die jetzt als Reinklang bekannt sind. Verstehe. Laut dieser Konsole lagern immer noch Tausende von Pflanzenproben tief unter der Anlage. Ich könnte Gaia dazu befragen, wenn wir das nächste Mal reden. Raupen und Puppen. Ich habe mich mit dem Landwirtschaftslabor beschäftigt. Da wird es jede Menge Samen und Pflanzgut geben. Mein Favorit? Probe 626. Calotropis gigantea. Die Kronenblume. Wir hatten eine in unserem Garten. Da waren immer Schmetterlinge. Jeden Morgen ist August hingelaufen und hat unter die Blätter geguckt, ob Raupen sich zu Puppen entwickelt hatten. Jetzt stelle ich mir vor, dass es in Zukunft unzählige davon geben wird. Ah, da ist mein Lager. Als Val mich nach dem Hades-Testlabor fand, dachte ich, da wäre Rost. Er würde wohl nichts von dem hier begreifen. Hm. Oder von dem, was ich tun muss. Trotzdem. Ich wünschte, er wäre hier. Hm. Als ich Hekaro traf, hielt ich ihn für einen blutrünstigen Kriegsherrn. Aber Verscharf hatte recht. Hekaro will Frieden. Das wird nicht einfach. Aber mit den neuen Marschällen wird seine Vision vielleicht wahr. Es war schon sehr seltsam, mit Beta zu reden. Jemanden zu sehen, der wie ich aussieht. Obwohl sie sich anscheinend völlig anders verhält als ich. Oder Elizabeth, in der Tat. Das ist normal. Hätte ich jetzt gesagt. So, jetzt schauen wir noch kurz in den Keller. Ich glaube, die Tür hatte vorhin keinen Strom, aber sie scheint kaputt zu sein. Stimmt, die war vorher nicht. Sieht wie eine Art Fake. Wartungsraum aus. Loot! Sie ist am Öffnen. Wohin das wohl führt? Hey, schauen wir mal. Guck jetzt nicht weiter. Guck jetzt weiter. Energiezellen? Huh. Okay. Da brauche ich eine Energiezelle, dass ich da durchgehe. Ja, dann hol ich mal wieder mal eine. Ja, schon mal die mal zurückbringen und brauchst für irgendwie sonst was. Vielleicht ist aber das auch irgendeine so eine Besonderheit, was wir da jetzt machen. Weil du musst ja die Sachen nicht sammeln. Hat geklappt. Aloy, hier sind gerade Lichter angegangen. Warst du das? Ja. Oh. Ja, ich schätze schon. Ah, da bin jetzt da herum. Da kann ich jetzt da hingehen und da bin ich aber vorher auch nicht gewesen, oder? Ah, da bin ich reingekommen, ganz im Anfang. Okay, dann gehen wir noch zu der Beta.
Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sie fand die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaube, das beruhigt sie. Weißt du, ich habe das auch oft angesehen. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen kleinen... Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Beta? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Also, um uns einfach etwas kennenzulernen, ja? Und dann sagte sie mir, dass eine der Zeniths sich etwas von den anderen unterscheidet. Tilda, du hast sie gesehen. Im Hades-Testlabor. Sprich weiter. Auf dem Weg zur Erde zeigten die Zeniths nie ihre Gesichter. Mein Servitor-Aufseher bezeichnete sie als meine Wohltäter und versprach, ich würde sie treffen, wenn ich genug gelernt hätte. Und dann, eines Tages, öffnete sich ein Datenkanal in meinem Trainingsinterface. Und darin wartete Tilda auf mich. In einem virtuell nachgebildeten Haus auf einer Klippe, hoch über dem Meer. Es war wunderschön. Sie zeigte mir Gemälde, Bücher, Medien, Dateien. Wir trafen uns dort viele Male, heimlich. Doch ein paar Monate später hörte es auf. Kannst du uns sagen, warum, Beta? Ich habe Daten über Tilda im Hades-Testlabor gefunden. Ich denke, sie war die Verbindung zwischen Phasinith und Zero Dawn. Sie kannte Elizabeth Sobeck, so viel ist sicher. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt? Was kannst du uns noch über Tilda sagen? Sie redete gern über ihre Gemälde. Was ist mit dir selbst? Sprach sie je über ihr Leben auf der Erde oder wie sie zu den Zeniths kam? Etwas in der Art? Sie hat nie viel über sich erzählt und sie hasste es, wenn ich zu viele Fragen stellte. Aber ich glaube, auf der Erde war sie eine gute Programmiererin. Sie hat einen Datenkanal eingerichtet, den niemand entdeckt hat. Gibt es sonst noch etwas an ihr, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten? Sie war die erste reale Person, die je mit mir geredet hat. Ich habe sie nicht auf Stärken und Schwächen analysiert. Und Tilda stellte den Kontakt über einen Datenkanal her? In meinem Trainingsinterface erschien er als neue Aufgabe. Als ich ihn öffnete, gab es eine Reihe von kurzen Störimpulsen. Sie ergaben eine transpositionale Chiffre, Anweisungen, wie man einen neuen virtuellen Raum öffnet. Als ich ihn betrat, verschwand mein Trainingsinterface. Anstatt der holographischen Lehrer und Dateien betrat ich eine perfekte Simulation ihres Zuhauses. Die anderen Zeniths wussten wirklich nichts davon. Für sie sah es aus, als würde ich noch üben. Mich allein beschäftigen. Und dieser geheime virtuelle Raum sah aus wie ein Haus mit Blick aufs Meer. Ich konnte weiße Schaumkronen sehen und die Wellen rauschen hören. Und draußen kreischten die Möwen. Drinnen hatte Tilda Rahmen, die ihre Lieblingsgemälde zeigten und sich in Intervallen an das Licht anpassten. Da war ein Sessel, den sie liebte. Sie saß da und blickte raus, während ich mir ihre Sachen ansah. Wir verbrachten dort Stunden. Ich wollte nie weg. Tilda zeigte dir Gemälde und ließ dich auf Mediendateien zugreifen. Bei jedem Treffen zeigte sie mir ein neues Gemälde. Ich glaube, sie war Niederländerin. Ihre Lieblingswerke stammten aus dem goldenen Zeitalter im 17. Jahrhundert. Porträts, Allegorien, Schiffe auf See. Sie hatte so viele.
Haben sie dich interessiert? Ich mochte ihr Medienportal. Es war viel umfangreicher als mein Trainingsinterface. Clips, Filme, Holos. Mein Lieblingsfilm hieß Die Rückkehr. Über eine Familie, deren Kind wieder auftaucht, nachdem es in der Heißzonenkrise verschwunden war. Okay, aber zeigt dir dieses Portal irgendetwas über die Zenith selbst? Etwas, das wir brauchen könnten? Nein. Alle Informationen über sie waren zensiert. Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elizabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein! Okay? Ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden, aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich. Als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen. Das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Okay. Dann lassen wir es dabei. Was ist los? Ich versuch's, Val. Aber sie ist eine harte Nuss. Ich riskiere jeden Tag. Draußen in der Wildnis mein Leben. Und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte. Aber sie ist wirklich keine Hilfe. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Und noch was. Als ich dich damals beim Testlabor aus dem Wasser gezogen habe, hast du Rosts Namen gemurmelt. Du hast nie von ihm erzählt. Doch er hat dich aufgezogen. Trainiert. Du musst ihn sehr vermissen. Natürlich tue ich das. Aber ich habe gerade keine Zeit daran zu denken. Ich muss wieder da rausgehen. Okay. Ich arbeite weiter mit Beta. Gaia sagt, sie weiß viel über Zero Dawn. Vielleicht braucht sie nur Zeit, um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit Hephaestus. Sicher. Aber so lange warte ich nicht. Ja, da treffen heute auch zwei Beuten aufeinander. Das darf man nicht vergessen. Das ist vielleicht einfacher gesagt wird da. Daten beschädigt. Und na, ich werde jetzt nicht mehr mit Ole reden. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das hat sich für heute ausgerichtet. Das einzige, was ich da kann, die kann ja da herin speichern, oder? Eigentlich nicht. Gehen wir schnell aus zum Speichern. Autosave ist zwar, aber ich traue mir aber nicht ganz so. Weil, was ist es? Speichert man lieber da unten. Und Ich spüre die Kälte bis auf die Knochen. lass mal's gut sein, würde ich sagen. Ich sehe dich, Streiterin. Bitte, setz dich. Na, ich mag nicht schon wieder. Mit Händler handeln. Hast du jetzt schon neue Sachen? Uff. 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 Der kriegt neue Waffen. Von der Stärke her und den ganzen. Ja, Dancing Queen und so, weiß ich aber der hat Frost dabei. Und das ist eine Feuersäure. Und das ist eine Säure. Der gefällt mir heute schon allein wegen der Frost. Wegen einem Frostpfeil. Und da hätte ich dann wieder Brandpfeile. Und, wenn es erweitert, Säurepfeile. Direkt mal vergleichen.
Da haben wir es. Maximale Stufe. Also die verstärkten Pfeile sind krass. Schade, die Sache. Ich glaube, die zwei nehmen wir mit. Die kaufen wir uns jetzt einfach. Wir haben ein Guide. Da haben wir da einen Frostbogen auf. Und nehmen wir den mit. Den kaufen wir. Und da haben wir den da dafür raus. Dann müssen wir mal schauen. Vielleicht upgraden wir das Ganze vielleicht doch noch kurz. Mal kicken. Das ist ehrenwerte Farbe. Weil rein theoretisch möglich wäre es. Hallo? Weil sonst vergesse ich das Ganze wieder. Unterschlupft und dieser Unterschlupf, das passt. Weil die sind jetzt eigentlich Bögen. Ich habe nicht gewusst, dass du verstärkte Elementarpfeile auch noch gibt. Weil dann habe ich jetzt Säure, Frost und Feuer verbessert in der verbesserten Version. Und da habe ich kein Berserker und die sind keine Ahnung, Markierpfeil, die wo ich sowieso nicht wollte, dabei. Das ist ja schon mal gut. Ich habe das, was ich habe, verbessert dabei. Und Sachen, die wo ich nicht mag, kommen dann weg. So, Wildfeuer. Wow, da können wir 2 Stufen verbessern. Und bei der dritten gehen Säurepfeil. Aber das ist egal. Sucherjägerbogen. Kann ich nur eins machen. Da braucht man Steinbrecher und Sonnenflügel. Das ist aber jetzt nicht das Problem. Behemoth Kraftlader. 3 Stück. Die müssen wir vielleicht jagen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Versänger Scan-Ohr. Kann ein Problem werden. Das dauert länger. Spitzendonnerkieferherz. Ja, leg mich doch am Arsch. Aber das ist wurscht, weil das kann man vielleicht wirklich machen. Einen Steinbrecher und so einen Flügel einmal jagen. Und Behemoth jagen. Dann haben wir den verbesserten Frost auch. Dann ergibt es auch schon langsam Sinn, warum das die anfällig sind, aber eigentlich gar nicht anfällig sind. Von dem her ist das eigentlich schon in Ordnung. Dann gehen wir da nicht mehr weiter. Dann tun wir den da noch. 1 Stufen geht. Macht zwar nur noch 43 Schaden aktuell. Aber das ist wurscht. Outfit habe ich jetzt natürlich nicht mehr geschaut, gell? Aber Outfit wird wahrscheinlich auch nichts zu uns nicht haben. Gehen wir nochmal geschwind zurück. Ja, noch ein paar Minuten Zeit. Ich mag jetzt das noch geschwind wissen, weil kann jetzt dann sein, wenn ich am Dienstag auch noch spiele und am Wochenende auch, dass 2 Wochen dauert, bis dass ich wieder Horizon spiele. Also, ja. Von dem her will ich das bestimmt vergessen, wenn ich da jetzt nicht kleiner anschaue. Eine Schlechterin. Die haben wir bereits. Das da war noch Nora Angreiferin. Waffenausdauerung, Konzentration, niedrige Gesundheit und Mutstoß, Konzentrationsregeneration, Waffenausdauer. Ich finde die eh besser. Zu mir, Fremde. Dein Verlust. So, dann haben wir eigentlich Waffen, die wo weg kannten, wie zum Beispiel die da, die kann weg, die braucht man nicht mehr. Spulen bearbeiten, ablegen. Da haben wir auch noch Spulen drauf mit Frost. Ist aber jetzt noch wurscht. Da kann man unsere 15%ige Frostspule drauf hauen. Wobei das unser Ding ist, unser Pfeil für eigentlich Abriss. Abriss und Stärke. Preisschaden 25%. Ich glaube, das nehme ich dafür nämlich lieber einen Frostpfeil mehr. Und da können wir aktuell einmal Feuer hinzufügen. Und Tarnschaden. Zielgeschwindigkeit vielleicht.
Oder nochmal Feuer. War wurscht. Haben wir nochmal Feuer drauf. So, dann haben wir das. Den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Den brauchen wir schon noch. Und der kann dann eigentlich auch weg. Die beiden da. Eigentlich brauchen wir nur noch den mit dem Frostjägerbogen. Der ist aktuell auch uninteressant, bis auf den Schock. Bei Schock haben wir ansonsten gar nicht. Jetzt darf ich auf da aufhören, weil jetzt ist auf mein Stimmbild weg. Genau, die braucht man eigentlich noch alle. Das ist ein normaler. Der ist nur für Schaden. Ja, ein Abriss dazu. Also die zwei kann man eigentlich loswerden. Ja. Etwas erzählen. Dann geben wir das noch geschwind her, weil vielleicht kriegen wir noch ein paar gute Items. Dann da. Marshall Jägerbogen, mittlerer Maschinenkern. Ja, okay. Mittlere Maschinenkern. Aber die brauche ich wirklich nicht mehr, doch. Die normale. Die brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Also die brauche ich gewiss nicht mehr. Schock. Keinen Fall. Und den normalen brauche ich. Das ist gewiss. Den normalen da kann ich auch weg tun. Schleuder. Sprengfalle. Das kann weg. Das kann weg. So. Und dann da in Marshall Jägerbogen. Oder ich Berserkerpfeile. Plus muss einfach noch mehr, oder? Ist ja egal. Was gibt's denn da eigentlich noch? Belagerung, Sprengschleuder. Stolperfalle. Frostbeulen, Kriegerbogen. Gardejägerbogen. Der ist halt nur mit Ding und Säure. Normale Säure. Also der bringt mir eigentlich gar nichts. Der ist vielleicht auch mal interessant, aber nicht. Gerade jetzt. Verkauft man noch geschwind. Dann ist es gut für heute. So, und wieder 300 Metallscherben. Also Metallscherben braucht man es wirklich nicht, oder? Das kriegen wir hin. Heute speichern sollte ich vielleicht noch. Der will wieder nicht. Jetzt, oder? Ja gut. Haben wir doch einiges geschafft heute. Wenn es auch nur eine Hauptstory-Mission ist und ein bisschen ein Kleinkram. Es ist ein Anfang, kann man sagen. Und zwar jetzt nicht übertrieben, aber Story-Missionen haben halt einfach brutal. Das ist halt einfach der Unterschied an dem Ganzen. Aber das macht nichts. Weil ich mag ja das Spiel auch genießen. Von dem her bin ich relativ froh, dass die Missionen auch ein wenig ausgefallener gestaltet worden sind mit Maschinenjagd und so weiter und. Gut. Aber, dass schon kurz noch 6 ist und ich jetzt dann essen muss, mit einem Speck und naja. Mittlerweile kann ich es ja jetzt, da habe ich kein Problem mehr damit. Genau, dann danke mir auf alle Fälle schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen. Bei mir hat es gefallen. Und da machen wir heute mal was ganz Besonderes. Raymer geschwind in Dampfexpress. Gut. Noch geschwind warten, bis das durchgelaufen ist.
Okay. Passt schon. Lassen wir es einfach so. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich. Am Dienstag weiß ich noch nicht. Dienstag muss ich mit Mandurin. Kann sein, dass wir tauschen müssen. Aber spätestens am Wochenende sehen wir uns zu auch noch. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.